Liebe Gott, zwei Method, wann ich werden so weit abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Was küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohren. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Backe spülen wir noch den Wehrschein. Die Quetsche klingt halt super fein, die Konterbomben hinten rein. Und Zange klingt jetzt auch schon recht human. Drumlein, grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohren. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe ich die Ehre, grüß euch, servus, küsst die Hände. Grüß euch gut. Heute bin ich mein Gast. Heute bist du Gast in Eiwestal, das ist schön. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und Dankeschön. euch alle auch, natürlich. Klar. Herzlich willkommen bei der Pawlatschen. Die Pawlatschen ist ja mobil und Immer machen wir es aber auch nicht, weil es gerade schon anstrengend ist, alles herrichten. absolut. Allerdings haben wir sofort eine ausgezeichnete Verpflegung bekommen Ja. von der Lise. Die Lisi war wunderbar, meine Ja. liebe Frau. Ja, hat uns da versorgt. Das muss ich sagen, war jetzt auch schwierig, die erste Nummer zu spielen, weil ich war heute beim Zahnarzt. Habe heute also nicht beim Zahnarzt, wie heißt das, meine Mundhygiene, Ja, ja. wieder alles schön sauber gemacht, nicht? Und kontrolliert und so weiter. Es sind übrigens Schlitze, nicht? Ja, ja. Und direkt davor jetzt eine gefressen wie die Götter. Das ist das Singen nicht leicht. Es ist, es ist wirklich aufgehört, vor 2 Minuten mein Essen. Also, Natürlich hätte man früher aufhören können und wir hätten ja nicht so viel und so schnell essen müssen, aber was soll man machen? Was soll man machen? Auf jeden Fall grüß euch Gott, schön, dass ihr wieder dabei seid, alle miteinander. Alle sind's da. Ja. Patrick, zieh auf, wem findest du da? Ah, Wahnsinn. Susanne Bumm ist da, Dubdread ist da, der Martin Rexes ist da, Servus aus Nizza, Christi, Servus. Hubert Hinkhofer, Fritzl Stadtkurs als Fritzl. Offenbar haut der Fritz noch immer nicht hin. Der Fritz, Account. Landalstromer ist da, der war letzte Woche beim Taschler. Das war echt leibend. Jawohl. Ganz, ganz großartig gewesen. Gerade noch in Wien und schon in Mittelhessen wieder. Ja. Der Herr Mandl ist da. Servus, grüß dich. Daniela Schlögl hast du schon begrüßt, habe ich gerade gehört vorher, glaube ich. Nicht? Aber Momo M ist da, Irmi Hinkhofer, Fatscha Moto ist da aus Wien. Servus. Rudi Korbes. Die Offizier Jana Kies. Walterova. Wahnsinn. Jota, nein, alles da. Mavihof, Markus Pristonik. Alles da. Endlich wieder Pawlatschenzeit, sagt der Markus. Ja. Ja, genau so schaut's aus. Also Schrebergarten schreibt da Steine 07. Jota aus Essen. Ja. Christoph Radau, Abend aus Aachen, liebe Buben, zum Zahnarzt TÜV muss ich auch demnächst. Ja. Ja. Na, aber sie war sehr zufrieden mit mir, nicht? Weil manche. Na Gott sei Dank. Ja, was denn? Na, die harten Beobachter,
die wissen ja Bescheid, dass ich lange herumschießen habe, die Zehnte jetzt irgendwie. Und das war jetzt sozusagen jetzt auch so ein bisschen so eine Nachkontrolle und nochmal halt so nachschleifen da. Ne? Und es hat sich alles gut entwickelt. Also das passt ganz gut. Gibt es keine Probleme. Patrick, wir kommen zum Anbote. Wir kommen zu wichtigen Dingen. Sommer ist endlich angekommen. Es gibt einen Pinot Secco vom Weingut Graf. Bravo. Ein Perl, Sprudel, Secco. Nicht aus unser Pinot- Dauertester, nicht aber unser nach wie vor unser Dauertester, Tester. Einfach auch einer der Tester, ja. Es ist, Wir haben einfach noch ein paar wird länger Flaschen. bleiben, ja. Es ist klar. Genauso wird auch wieder mal der Verhöfler da sein und so weiter. Also, ja. Alle unsere Freunde und die uns schmecken. Strauch und so weiter und so fort. Nicht? Also, Pinot Secco, weiß gepresster, Ihr müsst die Wampen Pinot einziehen. Noir, Ich habe so eine schlechte Kamerastellung. als Sprudel. Herrlich. Da sieht man die Wampen so gut. Was da ist da. Warte, ich Ne? nehme das Glasl her. Hier ist Gasler, schön geil. Schön geil. Wir haben ja heute schon eröffnet mit der Literwurst. Nicht? Zu Ein Achtel haben wir genommen schon, ja. die Würstel im Schlafrock haben wir uns die Literwurst reingeschossen. Sehr in Ordnung. Geschossen. Das klingt so. Naja, mein Gott. Jetzt werden wir uns reinschießen, da was Gescheites. Der Raphael Illmeier sagt, Elisabeth, willst du auch ein Schlückchen vielleicht haben? ist nicht viel da. Ist aber nicht viel da. Ist nur Bouton. Die Elisabeth wird heute wieder durchs Bild huschen vielleicht. Wer huscht so spät durch Nacht und Wind? Die Die Lisi ist. Die Liesel, wie sagt man da fast Die Liesel. sagen eigentlich. Da in dem Fall nicht. Die Liesel, unser geschwindes Kind. Sie nimmt die Bouton vom Tisch herab und zieht uns in den dunklen Grab. Sie fiel ihr aus der Hand und zog uns in ein dunkles Grab oder so. Das ist ja. Nur sehr zum Wohle. aber Sehr zum Wohl, Post. schöner Jawohl, Vortrag. sehr zum Wohl. Patrick, Dankeschön für die Herberge heute. Ja, bitte gerne. Herrliches Das ist ein guter Sommergetränk. Start. Das ist ein guter Start. Kann man nichts sagen. Erdbeerzeit ist übrigens, merkt man bei dem auch, Ja. sehr erdbeerig. Du, der Christoph da spricht das Spitzendeckchen an. Ja, ja, wir haben da nur das beste Meine Wort. Frau hat ein Faible für solche Dinge. Also, es ist- Robert meine Eltern sind auch dabei. Und der Raphael Illmeier meint, dass bei dir sehr gemütlich ausschaut. Ja, Ist es auch, ich fühle mich da Das sagt sauwohl mir, eigentlich bei mir daheim. So sollte es eigentlich an jeden Menschen gehen, sagen wir, wenn er daheim ist, sollte er sich wohlfühlen. Ne? ja, ich meine, Finde ich. Ne? vor allem der da wohnt. Ne? Das meine ich ja. Ja, das früher ist hast du der ja gemacht, daheim früher ist, hast du es ja gemacht für die ne? Nur für Gäste. die Ne? Gäste. Ne? Das ist, mach ich nicht, macht der Klaus auch nicht. Also, das, Nein, das ist ein Blödsinn. Ne? Nein, aber jetzt genau gehört das so. Den Kosten kennt ihr vielleicht sogar. Aus dem einen oder anderen Pavlatschen. Ja, das kann sein. Wie wir es gemacht haben oben beim Klavier. Mhm. Bei dir. Der war nämlich einmal in Schlägen. In der Klause. In der Klause. In Botschenau war der, ja, genau. Der kam aus der Klause hierher. Das drum und dumm ist dann dazugekommen. Ja. Ja, aber das hat alles einen Sinn, gell? Es hat alles einen Sinn. Absolut schön. Ich bin jetzt total noch Ich bin so aus dem Ding abgegessen. vom Essen. Mir steht die Kugel vor, es ist nicht normal. Na schau. Ja, und weil der Landtagsstrom sagt zum Rudi Korbes, grüß dich Rodolfo, war super letzte Woche beim Taschler. Ja, das war schon. War Das war schon ein Absolut, ja. würdiger Start. Aber natürlich schon, es hat schon was gegeben. Es war nicht Wien, war nicht dort, wo kein gefreut ist ans Wort. Ja. Zitat Josef Weinheber. Ja, es ist so. Aber nein, es war wirklich so. Es war nichts Schlimmes, aber. Nein. Naja, ja, Am ja, Anfang, nein. am Anfang war es war wirklich einfach störend, das war eine Geburtstagsfeier. Es haben welche für einen Geburtstag reserviert, der Manfred, der Taschler, hat gesagt, ja, es war eh schon schwierig, weil die haben reserviert für 6 bis 8 Leute. Kommen wir an Und, 16 oder 18. Und sie haben nachgerufen am gleichen Tag, wir wären 16, dann geht das auch. Und ich denke mir echt, habt ihr nicht mitgekriegt, dass gerade irgendwie Pandemie war oder solche Sachen, also so Einschränkungen. Und dass das irgendwie bei einem Wirten jetzt nicht so einfach geht, wie es war. Also das hat mir an sich schon mal wahnsinnig aufgestoßen, sagen wir so. Aber dann natürlich, dieser Tisch hat natürlich keinster Weise Interesse an der Musik gehabt, sondern schon Interesse an der Musik, nämlich als Beiwerk. als Bespaßung halt. Ne? Ja. Und die Gäste haben eh schon alle umgefällt zu dem Tisch. Holt jetzt an die Papen! Die Stammgäste waren eh schon recht ein bisschen Ding. Das war denen wurscht. Und dann habe ich halt in der Pause da mit dem Geburtstagskind gesprochen, nicht? Und habe gesagt, erst, um das geht's. Er hat sich auch entschuldigt und gesagt, das war mir gar nicht so bewusst. Und
Ich meine, wir haben das Wir haben noch nie gestört, Nein, wo die wir, Musik... wir haben das noch nie gehabt, dass wir zu laut für die Musik waren. Nicht? Sag ich, naja, weißt, wir sind nicht die Musik da, sondern das ist ein Konzert. Und wir sind nicht einfach eine Heirigenpartie, sondern wir sind halt die 16er 16er. da. Und da kommen die Ja. Leute wegen uns her. Ne? Das ist Weißt ist du, so, ne? dann läuft man Gefahr, dass man natürlich alles Arrogant. Das ist aber nicht so. Ja. Sind wir aber nicht. Aber ich habe gesagt, das gibt es ja nicht. Das ist der erste, das war der 10. Juni. Der erste Tag, wo man in Österreich bis 0 Uhr Sperrstunde Ja, hatte schon, ja. und nicht bis 22 Uhr. Und wo mehr Leute am Tisch sitzen und so weiter und so Ja, fort. genau. An dem Tag, die Leute freuen sich, seit Oktober ist das letzte Konzert, die Leute freuen sich drauf, dass die 16 beim Herrn und die sitzen gemütlich dort und tratschen, denen ist das Das scheißegal. ist völlig wurscht. Und da haben wir echt gedacht, das ist, aber er sich entschuldigt und gesagt, das war ihm gar nicht so bewusst und hat sich dann wirklich bemüht, dass das ein bisschen im Zaum gehalten wird, aber natürlich so 100% hat das nicht mehr funktioniert. Aber für mich ist es einfach, ich denke mir, wie soll ich sagen, nicht nur wie rücksichtslos, sondern wie mir fällt das Wort nicht ein. Mir fällt das Wort nicht ein. Ja, eigentlich ist es niederträchtig fast. Eigentlich. Ja, niederträchtig ist es fast, ja. ist es fast. Das Aber ist- wie sagt man da muss ich so? ehrlich so sagen, das ist der boshaft war es nicht, das war ja nicht. Es war nein, ja es nicht ist, Absicht. nein, es ist eigentlich noch Aber schlimmer. Es ist eigentlich noch schlimmer. Ignoranz. Ignoranz. Muss ich ehrlich sagen, ist das. Eine Das ist unglaubliche Ignoranz an unglaublich, ja. den Tag liegt. So, gleich schauen, was die Leute dazu schreiben. Und der Christoph fragt mich, ob das meine Puppe da ist. Nein, das ist nicht meine. Ich glaube, die hat einmal der Elisabeth gehört oder Gerima noch. Aber wir haben ja oft Kinderbesuch von Nichten, Neffen und so weiter da. Also dadurch ist da ein bisschen ein Spielzeug da im Hintergrund auch zu sehen. Ja. Ja, nein. Der Thomas Bastek ist dabei. Aus Hetzendorf. Grüß dich gut, servus. Beste Grüße. Ich nehme an, du willst nicht allein in Hetzendorf sitzen, also beste Grüße und deine bessere Hälfte. Und Christoph Acker, naja, die 2,5 Spritzer am Donnerstag waren schon grenzwertig, ja. Vor allem am besten gefällt mir an, schreibt die Einheit, dürft euch aussuchen. Also wirklich, der Christoph Acker, deswegen ist es gescheit gemacht, der hat sich gar nicht mit kleinen Gespritzte aufgehalten. Der hat sich gleich die halben Liter geregelt genommen und hat also dort ordentlich gedankt mit Grillen. Also das war ganz würdig, da war ich stolz auf unseren Gefraßzackerl. Da war ich wirklich stolz, aber ich dachte, schau, der Bub bemüht sich. Er tut, was er kann in der Zwischenzeit. Der war Aber leider. auch kann, was er tut. Ja, na, aber auf jeden Fall ist dieser Störfaktor war drinnen und ich habe mir echt gedacht, wie ignorant kann man nur sein. An dem Tag, am ersten, die Leute sitzen da, haben uns seit Oktober nicht gehört, sitzen Ja. sie zum ersten Mal beim Heirigen, der Großteil. Und wir eigentlich gut drauf, musikalisch Ja, auch alles, gewesen, alles. alles hingehauen, eigentlich war wirklich. Also, Alles, und denen ist das scheißegal. Man sagt, das gibt's ja nicht. Und da muss es sich dann schon gefallen lassen, wenn man halt dann sagt, ja, er ist aus den besseren Kreisen, es will es nur unterhalten werden. der wollte es nicht erhalten werden. Die will ja Musik haben. Die will, Alter, seit Oktober hast du nicht spielen dürfen und dann will sie halt Musik als Beiwerk haben. Ja. Da zucke ich aus. Die sollen heimgehen, sollen sie die sollen sie in iPod, oder wie heißt das, die AirPods, sollen sie es in die Genau. Ohren stecken Ja, genau. und können auftragen, da können sie eine Musik haben. Aber was, das ist jetzt So, so. dass er Live-Musik tut, weißt du? Und das sind aber die dann nur sagen, wenn man dann redet, das Wiener Lied, ja, na, selbstverständlich und wunderbar. Und das, also, dass das ausstirbt, das gibt es ja nicht mehr. Dann sind sie wo es es gibt, in Original, in höchster, ich lobe mich nicht selbst, in höchster Qualität. Da war ich dabei. Ja, danke, er hat mich gerettet gerade. Ja. Na, und dann ist er wie tut. Und sie negieren es völlig eigentlich. Also Ja, unverständlich. Wahnsinn. Also, war für mich also haben sie bemüht, dass dann. Ja. Also, wie gesagt, das war jetzt keine böse Truppe, aber. Kannte sogar jemanden davon. Ja. Du auch nicht. Ja. Ja, aber die hat sich am meisten hat dann gesagt, wieso bist du nicht so kritisch? Aber ich gesagt, weil da draußen, Weil da draußen 30 ein Leute Leute sitzen, die angefressen sind, weil sie es die Papp nicht halten können. Das gibt's ja nicht. Ja, es ist ein Geburtstag und da hin und her. Ja, aber der Manfred hat genau echt gesagt, es ist heute da Konzert der 16er Burm. Ne? Ah, furchtbar. Ja, aber sagt der Raphael Illmeier, Karl Hodiner ist Weltklasse. Danke Klaus über den Tipp. Also, wenn mir ein Lied nicht gefällt, brauche ich da nicht hingehen. Ja, aber wenn man Musik nicht gefällt, ja genau. Genau Brauche ich so nicht ist es hingehen. Aber man denen hat es ja gefallen, ne? Es war ja nur wurscht, die wollten nur einen Hintergrund haben. Aber weißt du, sagst eben Hodiner, der Hodiner hat das einmal so schick gesagt, wie er gemeint hat, weißt du, es gibt in Wien 1000 Heirige
wo keine Musik spielt und 5, wo eine Musik spielt. Und zu einem Tisch, wo die Leute laut waren. Und hat gesagt, und es müsste gerade justament zu einem von den 5 gehen, wo eine Musik spielt. Gibt's ja nicht. Kann nicht sein. Kann es nicht sein. Landtagsstürmer Markus, mit Christoph kann ich nicht mithalten. Ja gut, der Christoph hat da wacker gearbeitet. Hat da wirklich, hat da Ja, aber Markus, du hast aber auch so. ja, Also, anmerken hast du nichts lassen, muss ich sagen. Landtagsstürmer war sicher definitiv nicht allzu zurückhaltend. Aber es war gut. Es war gut, Schweinsbraten hat es gegeben, wieder alles da. Ein gutes Bauchfleisch mit einem Riesenschwartel. Fleischladeln hat es gegeben. Ja, ja. Ich habe nichts davon gekriegt. Die haben ja alles zusammengefressen. Wir Ich haben hab alles nichts- nicht gegessen. Wobei, ich muss sagen, ein extra Wurstbrot habe ich schon lange nicht gegessen. So Butter, extra Wurst, ein bisschen ein geräucherter Gouda drauf und Gurkel drauf. Ist auch gut. Was das mitgemacht hat? Was das mitgemacht hat? Ein Liebtauer Brot mit einem Schinken drüber, einem Käse. Das war gut. Ist auch gut, ja. Weil es war nichts mehr da, weil wie gesagt, die Gäste haben vom Frischen ist was zusammen, aber beim Manfred sind ja alle Leiber. Und sofort haben sie gesagt, nein, wir kümmern uns schon um die Musik, nicht, dass da was zum Essen ging noch. Nein, aber ganz leibend, aber ein würdiger Teil, wie gesagt, ein kleines Wehmutströpfchen Das war geht durch gerade diese Ignoranz. Störend war das aber. Ja, aber die restlichen Gäste, muss ich sagen, haben das natürlich wettgemacht. Absolut in Ordnung. Die waren so glücklich und so froh und wie gesagt, war eine tolle Runde. War eine tolle Runde da, von den Motorradfahrern ein ganzer Schiebeleid und wirklich lässig. Ja. Also kann ich wirklich nichts sagen. Skyfall ist dazu gekommen, Christi Gott, Ulrike Röder. Wieso? Welchen Raum Servus. entfeuchtet? Sieht man unsere 4 Sachen? Was hast du? Wo? Achso, der Raum entfeuchtet da hinten dir. Der X gefällt mir. Entschuldige. Das Cannabis rauchst. Wo hast du denn entfeuchtet? Was? Nix, da unten steht einer. Da war schon hier. Ja, jetzt ist mir alles klar, das mit Patrick. Das ist ein altes Gemäuer hier und das ist ganz gut im Sommer, wenn er entfeuchter in der Ecke steht. Im Winter ist es wurscht. Eigentlich, aber im Sommer ist es auch nicht schlecht. Das ist sehr gut. Das ist ein wirklich altes Gemäuer hier. Ja. Solche Außenwände. Kein Cannabis, nur Alkohol. Also die Nur einzige Alkohol, Droge, ja. die hier wirklich vorherrschend ist, Alkohol. Und da steht der Dunstduft in diesem Raum hier. Nicht? Normal ist ja da, wo ich heute sitze, steht normal mein Lesesessel, mein Fauteuil. Mein Ja, schöner. den haben wir da umgeschoben, Der steht da nicht? Wenn man drüben sonst keinen jetzt. Platz kommt, hätten zum Spülen. Deinen Fauteuil. Der Signiersessel ist das dann. Ja, gleich vom Luftbefeuchter. Nein, jedenfalls, na da, das steht ja nicht ganz in der Ecke natürlich. Fast in der Mitte des Raumes sitzen kann und da nachdenken kann und philosophieren und sinnieren. Und cool, die besten Ideen. Ja. Telefonieren durch auch, ich arbeite dafür in dem Sessel. Falscher Motor sagt, was die Leute alles sehen. Ja, ja. Aber es ist jetzt so. Dieser Aber Luftbefeuchter. nicht was Unanständiges Was steht denn aufstehen da? vielleicht. Ja, was sind. Ja, gut, ja, schauen. Natürlich der Rudi Korbes sagt, ich sehe da oben links, er bessert sich aus, auf oben rechts ein paar alte Knäpfe. Ein paar alte Knäpferl, ja, genau. Mit der Raffi jetzt ist am Start, ja. Eine Schlelle, jawohl. Ja genau, Christoph Acker sagt, ja, wir haben ja nicht nur getrunken. Das stimmt, ja. Raphael immer, solche Leute sind Banausen, ja, das stimmt wirklich. Aber leider findet man das gerade in den sogenannten Schau besseren mal, ob Leuten. Achso, nieder ist der. Das ist- Na, besser ist nichts, ja, bitte, Dankeschön. Willst du einen Schluck holen, weil dann musst du weiter ins Bild rein. Applaus, hat's eine rote Achtel Hat's für aber die die Lisi. Achtel für meine liebe Für die Elisabeth. Lisi, weil die hat uns da herrlich, verköstigt. Ja, ich meine, Gibt da gleich ein bisschen viel ist nicht. Ich habe es da. Viel ist nicht. Aber besser ist nichts. Nein. Warte ein bisschen. Klaus, Ich kann es auf die nicht. Steckdosen drauf. Ich hol da noch was. Ich komme gleich wieder, ja? Na, schreib's auf der Steckdosen. Nein, die wogelt ein bisschen jetzt da. Oh, weh, oh, weh. Oh, weh, oh, weh. Es geht um das. Jetzt haben wir. Ah, schau her. Wozu hat man einen echt persischen Teetisch? Na, das hätte ich auch gerne gewusst. Das ist leibend, aber. Na, das ist leibend. Was machst du? Es geht um das, dass mein Fuß ein bisschen höher ist, dass die Gitarrenschemel liegt. Für die, nicht, und da gibt es diese Gitarrenschemel. Und da habe ich, ich habe einen sogar daheim gehabt, den habe ich mir gefladert. Die nimmt sich vielleicht den Schuh raus, dass du mir nicht anschießt. Danke. Das war nur eine Bitte. Wieso? Dann hat er Die entsprechende. persische Patina meinst Ja, du? Die Wüstenpatina. Also wie sagt man da die? Dann lass die Schuhe raus. Nein. Erst wenn ich schon mit. Jetzt verschweißelt, wenn man das holt. Wenn ich schon mit den Fies auf dem Tisch bin. Das ist Ja. echtes Rosenholz ist das. Ja, weißt du? ja. Na, wie gesagt, das ist der Grund, warum ich das da. Das ist leibend. Also
super einfach, nicht? Und wenn wir wo spielen, da haben wir mit so einem Alu-Koffer, da haben wir unsere CDs und die Sachen drin. Und der ist auch genau die Hechen, das stelle ich mir immer her und tue den Fuß auf. Und deswegen, und das ist halt gemütlicher. Aber jetzt, Patrick, jetzt muss natürlich mir und dem Pavlacisti, respektive dem Pavlacingers, muss jetzt natürlich erklären, warum du über einen persischen Teetisch verfügst. Weil meine liebe Elisabeth in ihrem früheren Leben Ein Reblaus gewesen. Schön. in ihrem alten Haus einen Rauchsalon eingerichtet hatte mit Shishas und so weiter. Wirklich? Für nur private Zwecke, ja. Im Stock oben, so wunderschön. Und da unter anderem gehört da natürlich auch ein Teetisch dazu, ne? Das ist klar. Der hat mir so gefallen, den habe ich mitgemacht, der steht jetzt bei mir da als Getränketisch und unter anderem auch als Teetisch natürlich. Ne? Meistens steht allerdings ein Wein drauf, oder? Ja, wollte gerade sagen. Oder ein Whisky. Hat man Also ein gar keiner Shisha, gesehen da oben, Shisha das steht ist nicht. schön. Gell? Ah, das sieht man nicht. Das sieht glaub man ich. nicht, ja. Das ist echt besser. Das sieht man nicht. Naja, ist ein Wahnsinn. Na gut, hätten wir das geklärt. So, jetzt aus Reifnitz, schöne Grüße von Asoa-Schaus. Super, absolut leibender Nickname. Liebe Grüße aus Reifnitz wäre auch schöne Tour für den Klaus mit dem Motorrad. Ja, das stimmt, wobei jetzt da von der buckligen Welt nicht wirklich eine Tour, ne? Da bin ich ja gleich drüben. Da war ich gleich drüben. Aber ist auf jeden Fall eine schöne Partie. Ja. Ja. Burschen dürfen Musikwünsche geäußert werden. Was Schönes zum 7. Hochzeitstag von mir und dem Max. Ihr, Italien Schläger, ihr habt heute Hochzeitstag oder was? Ja, da muss, Genau heute nämlich. Ah, okay. Ja, wir spielen gleich. Leute agieren schon. Spielt's was. Ich sag, spielt's was. Christoph Acker sagt nicht fragen, einfach laut in den Chat schreiben. Ja, genau. So macht man es auch. Alle drei. Christoph Radau, alle drei. Und ich bin Text nicht da. Da ist er drinnen. Wo? Rodiner. Da ist alle. Nein. Alten Frau. Wirklich? Verständlich. Relativ weit hinten. Leib, Na da klar, hab ich da gesehen. habe ich es rausgelernt. Da. Wirklich? Ich hab das von woanders. Alle drei, ja. Sicher. Das schau ich jetzt. Das schau ich jetzt. Da können wir den erfüllen, weil das ganz auswendig bringen ist nicht so. Das können wir machen, ja. Alle drei. Auf Seite 185. Fürs Mitsingen bitte 185. Bitte, wir nehmen alle jetzt das Lesebuch zur Hand, schlagen Seite 185. Das kann man Fahren uns vorher noch 8 Leute und dann singen wir. Auf der nächsten Seite, weißt du, was auf der nächsten Seite ist? Was ist der nächste? Weiter. Ach so, ein Schatz. Grüße der Norbert. Ja, grüß dich gut. Herrlich. Ein Weltname. Ja, und die Daniela sitzt da daheim. Wieso? Der Max ist nur arbeiten. Ach so, na gut, ja. Ja, aber Daniela, außer deinen Musikwunsch, also zumindest habe ich noch keinen mitgekriegt, aber zuerst ist der Christoph Radau dran, mit alle drei. Alle drei, ja. Und wo spielen wir das? Eng, Gustav, oder? Da steht schon Gustav. Ja, glaube auch, ja. Alle drei, was steht da? Pass auf. Worte, faire Wunsch und Poldi Müller. Unter teilweise Benutzung einer alten Volksweise steht da. 1958 bei Wiener Melodia Verlag wurde es verlegt als eine Bearbeitung einer alten Volksweise. Ja gut, Also eigentlich ist es eine alte Volksweise, Ja. ja. bin im Anschlag. Oh ja, was haben wir da für ein Frühstück? Tja, wenn ich das wisse. Und die Neberpfanne und die Togotten und die Zitronenrisse, alle drei, die sind in Stunden gegangen, haben in einen Kugel gefangen, dabei sind sie müde gegangen, alle drei. Die sind in Stunden gegangen, haben in einen Kugel gefangen, dabei sind sie müde gegangen, alle drei. Und der Stravanzer Hansi und der Groden Franzi und der Schillewickel, alle drei. Die sind zum Stoß gegangen, haben in ein Hasel gefangen, dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Die sind zum Stoß gegangen, haben in ein Hasel gefangen, dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Und die
Gravatanzerschane und die Togoden ane und der Rinnegel alle drei. Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind sie mehr gegangen, alle drei. Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind sie mehr gegangen, alle drei. Eine haben wir noch, die ziehen wir durch. Und die Granatentonne und der Hefenfrone und der Spinatferl, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Na bitte. Jawohl. Legendär Legendäre haben wir Nummer. das jetzt dann natürlich auch dargebracht. Voll. Pass auf, Patrick unterhält ganz kurz die Ich Leute, sag ich noch muss mir die 5,5 Nasen eintropfen. 5,5 Achtel. Was? Christoph Acker meint, der Klaus redet schier nur ein Achtel. Wann, wo? Ein Achtel? Nein, das habe ich nur so gesagt. Das habe ich nur gesagt wegen der Polizei. Ich muss mir die Nasen eintropfen geben. Patrick unterhält die Leute bitte. Kurz. Ich unterhalte die Leute. Ich muss mich vom persischen Thomas Bastelecke. Christoph Acker und Landtagsstromer. Grüß euch mal und war nicht am Donnerstag. Absolut. War schön, auch dich einmal wieder zu sehen, Thomas. Absolut leibend gewesen, genau. Christoph Acker war schon wieder von X am Donnerstag. Ah, gut, man. Emmerich Warger, Servus. Grüße Retour ins Burgenland, natürlich. Echt leibend. 2,5 ist gleich viel besser als 5,5. Ah, du meinst die Menge, die Gebinde sozusagen. Ja, ist richtig, stimmt. Entschuldigung, aber Christoph Radau schreibt Bravo mit 3 Achtel. Das ist schön. sehr gut. Das ist sehr Der Gierschirch ist dabei aus Kärnten. Sehr, gut angekommen offenbar. Jawohl. Schöner Gruß an alle bitte, an alle Viere. Unbedingt. Unbedingt. Matti Automac ist auch wieder dabei, grüß dich gut. Na, heute sind ja ein paar wieder dabei, die schon länger nicht gesehen haben. Ja. Der Emmerich Neuss. Und das, obwohl es wieder so schön ist. Ne? Ja. Jetzt einmal einen Schluck nehmen, nehmen. Ich Das darf was ja du heute auch, warte. Ja. Das merkt man gar nicht. Gell? Ich darf ja auch nicht, weil ich schlafe da. Man Ich, merkt es gar nicht. ja, ich schlafe da. Das ist Ulrike Röder, danke, das habe ich gebraucht, ihr Lieben. Das gefällt mir. Nee, es ist jetzt schon ein Wunsch. Es keinen von Wien oder die Bleutinken. Dann in der Schlögel. Die spielen wir da beide. Die spielen wir Ja, da das machen beide, wir beide. weil ich Da meine, können das wir ist gar zum nichts. Hochzeitstag. Ist ja das, ich weiß es. Haben wir schon eine Achtel-Orgie gemacht für den Hochzeitstag? Nein. Haben wir noch nicht gemacht. Nein. Das fehlt noch. Nein. Also bitte, haut eine für die Tanja Schlögel und für den Maxl. Eine rote Achtel-Orgie, sondergleichen zum Hochzeitstag. Was war das? 5. oder was? So irgendwas. Der 7. Das 7. Du merkst du das? Verflixte 7. Jahr ist bereits hinter euch. Ja, na bitte. Na, kommt jetzt erst, wenn der 7. Hochzeitstag ist, warte mal, jetzt ein Blödsinn reden. Ja, von der Hochzeit her, sie waren ja schon zusammengefahren. Ne? Insofern gilt Ist das wurscht alles eigentlich, heutzutage nicht mehr so. Jawohl. Na gut, na pass auf, dann haben wir eine. Da haben wir jetzt eine. Für die Wiki. Für die Wiki? Nein. Für die Daniela? Ja, nein, warum wer Wikis wählt, ne? Ah, ja. Die Daniela Wikis Schlögel, Welt, ja, Wiki, also mit W. Ja, mit W, genau, wieder der Wiki. Und was an Wikis Welt, Wiki, habe ich vor nicht allzu langer Zeit einmal reingeschaut gehabt und da habe ich mir so ein Lesezeichen gesetzt gehabt. Und wollte noch mal reinschauen in Ruhe und habe ich bis dato vergessen wieder. Das ist Und die ganz Achteln kommen schon rein. gut. Achtel fahren. Achteln Die sind Achtel schon fahren. echt da. Das gefällt mir. Ja, der Gerald Spörk hat die Regeln rein, ist natürlich vollkommen legitim. Völlig. Fritzl und Startguss. Endlich, nämlich Fritzl muss das ja positiv sehen, endlich mit einem gescheiten wienerischen Namen. Fritzl. Weil als Fritz Startguss. Pardon? Ich danke dir, das macht ist mir nicht unangenehm. Ist mir nicht unangenehm. Aber ich glaube, Ton und Licht passt alles, gell, halbwegs. Das Bis jetzt sind keine Beschwerden. keine Beschwerden. Jetzt, wo ich es gesagt habe, wahrscheinlich schon. Jetzt Ne? kommt wieder ein Ei. Na, da zieht was, da sucht was. Da.
blaue Tintenfanger, hätte ich gesagt. Ne? Okay. Ja. Wenn ich könntet, die fliehen und dann die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht tief, so schreibe die dir heut einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Welcher der ist für die fühlst tief, drum schreibe die dir heut ein Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Schreibe ein Brief. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief. Na, so schreibst du mir heut ein Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, das ich dich spiel. Es kommt ja was ganz was anderes rein. Mein Wien ist schön zu jeder Jahreszeit. Im Frühling zeigt es sich im Blütenkleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht und Wien brilliert in seiner Pracht. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum, mit einem Farbenspiel an jeden Baum. Und wenn die weißen Flocken wehen, wo jetzt dagegen leise weht, dann spürt man, Wien ist immer schön. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum,
Wind, wenn die weißen Flocken wehen, Walzer gegen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist allmächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist allmächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Beim Wein darf's nicht fad sein, beim Lied muss sie stark sein, sonst hast du die halbe frei. Beim Bladen musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Du bist das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein. Gutes Glück muss sie stark sein, neues an, weil sonst fliegst du davon.
eine glückliche Stunde, drum darf's niemals verzeihen. Gottes Glück muss es da sein. Noch ist aber sonst fliegst du davon. Schöne Nummer. So ein bisschen ausgebaut für So die. ausgebaut, ja, ja. Für die Daniela haben wir das ein Extra bisschen für euch ausgebaut. Markus und Daniela, ihr zwei. Genau, der Max, ja, der kommt heute vielleicht nicht. Jetzt habe ich vergessen, vor lauter emotionalem Spiel, die Finger zu eben 3,33 € Christoph Acker, ich erhebe sofort mein Glas. Ja, unbedingt. Und er fragt danach, gibt es heute auch einen virtuellen Hut? Den werden wir sofort einblenden. Selbstverständlich. Aber vorher natürlich trinken wir jetzt einmal auf die. Trinken wir jetzt einmal auf die. Seid zum Wohl. Sehr zum Wohl. Und was ist das? Obst? Das ist sicher auch toll. Sicher auch toll. Ja, aber ja. So picker die Finger. Das ist... Aber wenn es uns Würsteln bringt, haben wir fette Finger. Danke. Das kommt schon, Obst kommt schon zu mir. Meine Frau achtet auf meine Gesundheit. Weißt du? Ja, das ist ein Erdbeer, nicht wahr? So ein Schalerl. Danke, Lise. Dankeschön, Buschi. Ja. Ich hab da auch drinnen übrigens. Das ist Erdbeersahne. Bonk, 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 bonk. Ja, aber der Christoph hat da glaubt, heute muss der Klaus fahren. Das ist sicher nicht. Heute, der Klaus schlägt auf da auf der Couch. Der Klausi schläft hier. Schlägt da auf sein Nachquartier. Manfred Kraft, grüß dich gut. Manfredo ist auch da. Sehr schön. Ulrike Röder ist keine von Wien, die vielgeliebte, ja. Ja, absolut. Viel kritisiert und viel geliebt. Das ist aber wirklich so. Du, haben wir noch eine Schale für die grünen Schmutz? Bitte. Göstels Erdbeeren aus dem Weinviertel aus Herrenleis. Aus Herrenleis sind die, von Göstl. Göstels Erdbeeren aus Herrenleis. Du musst selber zahlen, ne? Ja, Da selbstverständlich. brauchst du es nicht so laut sagen. Rutger Matt läuft heute auf Hochtouren. Richtig, wie geölte Maschine. Zuckersüß. Obstler wird aus der Obst gemacht, also passt schon. Ja, eh. Christoph Acker war das. Das ist ja her. Dankeschön, du hast Wie hast du gesagt, für den grünen Schmutz? Für den Ja, grünen du bist Schmutz, ja da, ja. du bist ja da ein Vorbild für die Kinder. Für den grünen Schmutz, weil. Der Klaus erzählt eine Geschichte, ich isst ein bisschen was. Zur Abwechslung. Ja, ich muss ja was trinken. Das Ich passt muss was aber. trinken. Die Erdbeeren mit dem Vino Secco. Das ist sicher gut, ja. Ich komme nicht hin. Sie stehen ja bei dir hinter dem Bildschirm und so. Also. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu ändern. Ja, warte mal. Ja, aber wie, nicht? Aber wie? Aber die Flaschen können wir nicht, dass du woanders stehst. Die kann man die schon leer. Also, die ist schon leer. Das ist die erste. Ui. Ja, genau, der Christoph Acker hat gemeint, die kann ich einblenden, natürlich, das blende ich euch jetzt sofort ein. Oh. Da ist er. Da ist er. Jawohl. Der Das ist okay. virtuelle Hut, ja. Der virtuelle Hut. Haut's eine, weil nur wenn wir spielen dürfen, heißt nicht, dass wir viel spielen. Na, eher wenig. Muss Aber- ich ehrlich gestehen. Aber es kommt schrittweise immer mehr einer natürlich. Ja, aber ich sage mal so, es gehört zum Anstand. Nicht? Wenn man Musik genießt, dann hat man was ins Kerl eine wurscht, welcher Betrag, wir freuen uns über jeden und das könnt ihr machen. Genau so ist Eben es, ja. über Überweisung, über IBAN. Das findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, die ganzen Informationen. Dann natürlich über PayPal. Schreckt sich nicht, dass Klaus lebt und steht, geht zwar an mich und Ich habe von den Geld noch nie was gesehen. ja, aber, was will er sagen? Ist ich habe ja, nie nachgefragt. ist ja digital, virtuell, was willst du sagen? Nicht? Ich habe immer nur gesagt, das ist was da gewesen. Na und die dritte Möglichkeit ist der Superchat. Der Superchat über YouTube, über dieses eigene Dingsbums, ja. Und wir freuen uns natürlich, wenn es was reinhaut. Von Kleinstbeträgen bis Großbeträge, alles ist erwünscht und Dank. Und bitte ihr habt das angenommen. mit keine Undankbaren zu tun, also der Dank ist euch sicher. Ja. Nicht? Absolut, danke. Denkt ihr die Daumen hoch, sagt der Landtagsstrom, das schauen unsere Fans, geben sie. Ulrike Rede, Prost auch von Adam Riese. Hat es aber vorher schon gelesen, ja. Aus guten alten Studentenzeiten. Ja, Das war Adam große Riese, Freude. ja. Große Freude. Wobei ich dazu sagen muss, der Adam Riese ist kleiner wie ich. Das taugt mir ja so. Das ist ja das Leihhande. Ne? Das war einer der Gründe, warum ich ihn so geliebt habe, weil man dachte, das ist endlich ein Haberer. Weißt du,
war nicht immer auf. Das ist einmal, ich habe mal die Gegenbewegung mit Knack machen können. Na, so weit oben schon auch nicht, aber ungefähr mein Kreis wieder. Viel kleiner wird auch nicht sein. Aber es ist nicht größer als ich. Und das taugt mir schon, und dem Adam Riese war der Spitzname und das hat ihn. Also das ist eine super Sache. Freut mich total, dass du zuschaust. Wenn du Taschler seinen Umsatz mitschneiden tätst, wird es seit Donnerstag reich. Christoph Acker, ja. Wobei, sagen wir es, der Taschler überhaupt hat sich ja bei uns etabliert, das spielen wir ja jetzt 17 Jahre, 18 Jahre schon. 17 Jahre, ja. Und du das so, da passen nicht viele Leute rein. Also, diesmal waren es im 34 Ja. heraus mit der Geburtstagspartie, wobei ja da ein paar. Nein, es waren dann sogar mehr, weil ein Teil schon drinnen gesessen ist, was ja möglich dann ist, dadurch Ja. erst 34 Tage. Das, genau, stimmt. Ja, das war ein bisschen, aber drin bin ich da zusammengegangen, weil das war im Geburt, aber die, was heraus waren, wieder. Genau. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ist das immer, also für die Größe oder für die wenigen Leute, muss man sagen, ist der Taschler eigentlich immer ein recht ein pekuniär erfreuliches Ereignis. Absolut, ja. Muss ich wirklich sagen, also das sind sehr große, aber das hast du oft so, wenn du viel Stammgäste hast und viel, die das sozusagen als eines der Highlights ihres Monats Highlight im haben. Monat, sagen manche. Und ja, oder zumindest das ist halt das der Wochen- oder der Monatsstart, da sind wir bei den 16 beim Taschler, das ist für uns eine wichtige, schöne Sache. Und die haben dann schon was rein. Also das geht. Es kommt nicht immer auf die Anzahl der Leute drauf an. Die Qualität des Publikums und natürlich auch die Freude, was man da beim Spielen hat. Nicht deswegen ein Geld, Nicht sondern wegen Geld, weil die warten auf. So wie der Pavlatsch, wenn dann schon die Liederwünsche kommen, nicht, von den Liedern, wo du schon wisst, die spielen wir gern und gut oder die haben wir halt selber geschrieben oder so. Und das hast du dann dort nah, diese richtige Freude mit den Leuten. Und das ist schon wahnsinnig viel wert. Der Rest ist schlicht und einfach der Faktor, dass auch wir nicht von Luft und Liebe leben können. Und da geht es natürlich darum, je mehr Geld, desto besser, weil desto mehr Hits haben wir dann abseits der Bühne. Und die Hits auf der Bühne aber sowieso. Also das wurscht. Ja, trinken wir nochmal, bevor sie die Erdbeer greifen. Ja, hau rein. Ich weiß nicht, was ich zuerst so, ja. Das ist Patrick, Wahnsinn. ja, greifst du mal zum Was ist Erdbeerlolli-Flaschel, bitte. Das, mir geht dann das Saft Ist es aus. der da? Nein, ja, genau. Ja. Ja, genau. Dankeschön. Ich danke. Bitteschön. Bitteschön, gern. Ab 1.7. gibt es keine Sperrstunde mehr. Ach so, ist das schon fix? Der Landtagsstrom, dafür bekommt der Patrick das echte Körper. Ja, das stimmt wirklich. Der Patrick tut das Zum immer. Aufteilen, ja. Der Patrick ist der offizielle Ich mag immer, bin Gut, der, der Säckelwart sozusagen. Säckelwart, ja. Das macht der Patrick. Das Geld greife ich nicht an. Ich bin der Künstler. Ich will mit diesen schnöden Dingen nichts zu tun haben. Der schnöde Mammon interessiert ihn nicht. Ja. Akira Royal, ja genau. Christopher, da hat uns die Serie gegeben mit der Senta Berger. Akira Royal. Naja. Einmal im Monat eine Pfeife auf Jazz. Ja! Ich bin bloß im Fuß. Naja. Einmal im Monat ist eine gute Idee. Wie hieß hier eines der Highlights? Das Highlight, Landtagsstrom. Und jetzt haben wir eine Erdbeerreine. Jetzt haben wir eine Erdbeerreine und dann Das ist Pfeifen auf nett. Jazz. Das ist wirklich nett, mein Lieber. Danke dir. Das ist ein Wahnsinn. Schau her. Muss man die Hosen wischen, ne? Na, jetzt brauche ich es nicht mehr, ich stehe in der Hosen. Ja, na, hau es runter. Hau es runter gleich. Ich habe einen Augenfehler. Da schau her. Super, Chef. Sofort gesehen gerade. Markus Volker. Für die beste Montagabendunterhaltung. Na, Markus, du bist natürlich ein Wahnsinn. Danke dir. Danke. Jetzt letztens habe ich eher an dich denken müssen, weil ich von dem Gin-Likör, was du uns geschickt hast, da habe ich muss es leider so sagen, das letzte Trippel. Alleine Also, getrunken. Naja, ich. klar, auf die wir warten. Wenn Wie wird aber warten, ja. Ne? Bei mir kriegt er nur das beste Sekt Erdbeeren. Ja. Naja, bin ich gewohnt. Also Markus Volker, danke dir schön für deine große Danke Spende, sehr zum Wohle, für gell? deinen Hut. Hut einschmeißer. Danke dir. Das freut uns. Und jetzt da. Peter Richtinger ist auch heute am Start. 3000 Kilometer war das Landtagsstrom, ein Wahnsinn. Von Mittelhessen Zaun, ja. in die bucklige Welt nach Wien und dann zurück 3000 Kilometer. Weil auf Aber und jetzt nach nicht Mitte, das bereit. sind 750 Kilometer ist auch Weg, ja. Circa Okay. 750, 800, ja. Von Wien.
Ja, seid mir vor, so wie du, nämlich über das südliche Schwächert. Das finden jetzt alle gar nicht lustig. Ja, ich finde es lustig, das reicht. Der Ja. Einzige, der lacht, ist er. Ne? Das ist, Ja. Von den anderen siehst du es ja nicht. So, na gut, also pass auf, ich habe einen Fuß schon auf dem das ist persischen. wirklich doch, das ist südöstlich von Wien, ja. Schwächert. Der Wien nach Haslau gefahren bin, habe ich was wieder gedacht, ja. Ja, es ist, ja, aber es ist nicht im Süden von Wien. Aber du hast recht, man muss sich in den Süden hinunter bewegen. Aber irgendwann muss nach Osten, es nutzt nichts. Irgendwann muss nach Osten. Also es ist ja. Aber wir wollen die alten Knochen nicht wieder ausgraben. Es hat doch keinen Sinn, den Brunnen zuzuschütten, jetzt wo das Kind verbrannt ist. Nicht? Der Walter Nagel, Raphael Emeyer, ich kenne auch zwei von Walter Nagel, auch ein Meister des Wiener Liedes, Vertreter des Wiener Liedes. Na, Nagel, warte mal, der alte war der Karl Nagel und der Sohn und der Karl Kassen. hat auch Karl Gassen. Also Walter Nagel sagt mir jetzt gar nichts. Nagelsmidt war der Karl, oder? Nein, der Peter Nagel war das. Peter Nagel hat das. Nein, der Peter war mein. Ja, da, mit und der dem ich Vater hat schon auch Peter Kassen. Hat auch Peter schon. Kassen. Ja, Ah, da, okay. das ja. Also hast noch immer, der lebt ja noch, nicht? Ja. Naja. Ein Piccolo und 2 Gläser. Steine ist immer Wahnsinn. Ja, das ist ja, weißt du, weil der Lukas zuschaut, nicht? Das sind ja wirklich Piccolo-Flaschen, weißt du? Das ist Ja, kaum was der drin. Christoph Acker, was hast du denn bei ihm die reingewamst? Weil Wieso? er sagt, egal ob Nord oder Ost, Bartik hat sicher recht. Was ist auf einmal? Na, bin ich was schuldig? Ja, hat er Smiley Bist du dahinter. mir was schuldig? Du hast vergessen. Komm, jetzt spür mal was, bevor es Was spielen wir jetzt? Ah ja, Ja, einmal im Monat. Einmal im Dora. Monat. Ja, das musst du schon früher sagen. das ist Was für ein Tonort. das gibt's ja nicht. Jemand da, aber ich habe gesucht, aber ich war dann definitiv falsch. Dora. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so eine Adresse. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grenze hinaus. Tomi dort aus. Spülen siehst die Schrammen, da wird meine Fahrt. Und ich vergieß ein Musikautomat. Ich brauch keine müde Musik, ob's uns kein Verdes. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Und dann Dulli, und dann Dulli, und dann Dulli mich aus. Ist dann der Vater gesagt, Bruder, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerreden, wenn ich zum Wein die 4. Dort haben wir den Schrammel gelascht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater geschworen. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so eine Adresse. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grenze hinaus. Und Tomi dort aus. Spülen siehst die Schrammen, da wird meine Fahrt. Und ich vergieß ein Musikautomat. Ich brauch keine öde Musik, hab sonst kein Verdes. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Und dann Dulli, und dann Dulli, und dann Dulli mich aus. Ja, geschrieben vom ersten, Walter Karner, also Walter vom Lechner. Ja. ersten Mann, von der Fasching, ja. von der Ja, der Hermi Hermi Lechner, ja. Lechner, die leider die Tage Vor ein paar Wochen Verstorben ist, ja. im ich glaube 94. Lebensjahr war Im sie 92. 92. In den 90er haben wir gefeiert letztes Jahr. Also. Genau. Beim 90 haben wir noch gefeiert, da war sie noch quietschfidel, muss man sagen. War echt Habt ein selber noch leibendes Dudel Festel. und Zunge. Ja. War ein Leibensfestel. Und da haben wir es hochleben lassen und ja. Jetzt ist für uns gegangen,
und hat auch unheimlich viele Wienerlieder hinterlassen. Wir tatsächlich haben wir kaum welche oder gar Das keine mehr. berühmteste von mir eigentlich ist, haben wir schon. Das haben wir schon. Hier deine Freunde. Ja, das spielen wir gleich. Das spielen wir gleich zu Ehren von der Hermi. oder? Machen wir Potpourri gleich draus, ja. Ja. Und ja, quasi als Hommage an die Hermi Lechner. Wieder eine der Größen des Wienerliedes, war eine tolle Sängerin in ihren Jugendjahren, hat die wirklich Absolut, ja. einen mörderischen Erfolg gehabt. Waren unterwegs in ganz Europa eigentlich, als wird die Mintikassen, die eine Elite-Trio hat das eine Kassen, was da war. Auf allen Bällen und Messen in ganz Europa und bis nach Persien und was Da weiß muss man ich, aber sagen, da war wegen und das unterwegs, Wienerlied ja. und das Wiener wirklich hat so einen Stellenwert gehabt. Ja, vielleicht so vergleichbar heute mit in irischen Liedern, dass man die Dubliners herumgefahren sind oder so. Gibt's auch schon immer, Gibt's auch schon immer, ja. alle jetzt in der Zwischenzeit. Gibt's auch schon immer, ja. Aber auf jeden Fall, Jetzt da, ja. warte, ich muss noch schauen, dass es da nichts Wichtiges versandt hat. Ja. Das passt schon. Schauen Sie nur. Aber Hermi Lechner auch. Schau, Wahnsinn Lilly, gewesen, ja. Lilly Zelle 54. Liebe Grüße aus Ungarn, super Spielze beiden. Danke vielmals. Danke. Muss ich gleich einen Schluck nehmen. Geschenke. Das ist Ungarn. Ja, das Rutgard kann nicht ungarisch, das ist eine Schande. Geschenke, bis die Rinderscheck kommt. Ja. Kein Wort ungarisch mehr. Ja. Aber meinem Bruder ist es in Budapest schlecht ergangen im Hotel. Ja. Seine Frau heißt nämlich Karoli. Ja, Seine genau. Karoli. Ja. Doppelnamen tragen sie ein durch den Buch Karoli Rutka. Und die quackeln es auf Ungarisch. Weil Claudia und alle schauen sie an. Wir kennen nicht Ungarisch. Die waren sowas von angefressen am Anfang im Hotel. Die glauben, sie verarschen es nämlich. Ne? Ja, solo Italiano hätte er so gesagt. Solo Italiano. Rutka, Karoli, kein Ungarisch, das gibt's nicht. Also, Ja, ich kann auf Ungarisch nur Patriotisches, nämlich Alien Amadia, Alien Amadia, Alien Akirai, Alien Ostrak, Esha Chazar. Das heißt, es lebe Ungarn, es lebe der König, es lebe Österreich, es lebe der Kaiser. ja. Ja, das kannst du immer brauchen. Nicht? Das ist in Zeiten von heute ist immer gut, was sie zu ihm sagen. Das ist immer gut. Gott erhalte, Gott beschütze, wie geht das? Gott, aber wie haben sie es früher gemacht? Das war dann in der Umbruchszeit. Gott erhalte, Gott beschütze unseren Renner, unseren Seitz. Gott erhalte vorsichtshalber auch den Kadel in der Schweiz. Ja, na gut, wir kommen vom Thema ab. Warte, wir kommen vom Thema. Leitgeld ist dabei. Günter Grusler, na klar. Na klar. KTN-Junkie. Mit der richtigen Fuß noch. Ein paar noch gesehen, die gar nicht begrüßt habe. Das tut mir leid. Ja, finde ich echt nur. Den einen oder anderen habe ich gesehen, den ich noch nicht begrüßt habe. Und es ist ja, wir sind in einer Größenordnung von Zuschauern, wo es ja grundsätzlich möglich wäre, jeden eben noch namentlich zu begrüßen, aber manchmal fällt einer durch. Im Chat geht es dann schon schnell vorbei oft. Nur für uns Das oft ist geht es so, schnell aber- schon, gell? Wir sind auch nicht mehr so die Flinken, wo du sagst, du so, kriegst du das. Wir sind auch schon recht Ding. Ja. So, also wir machen jetzt da ein Potpourri. Schau dir deine Freunde gut an, mit dem, Und dann ohne die drauf, ne? ja, Weil ohne Hermi nicht geht, ne? Das finde ich so ein bisschen so Hommage an sie. ja. Das steht dann nachher der Gruß an sie quasi. Was noch passt dazu, ist schön mit einem Dann fangen wir mit dazu. dem an. Ja. Genau, wir betten Weil das da fangen wir Lied. in C gingen auf F und dann auf B. Da schon her. Gehen wir schon weiter, im quinten Quart. Und du glaubst, merkt man das jetzt? Ja, sicher. Also für die Herme spielen wir das jetzt. Das Es ist schön mit einem Freund ist vom schön mit Mann. einem Freund jetzt. Und dann schau dir deine Freunde gut Genau. an. Und dann ohne die, da geht's halt nicht. So wie Richard Czapek. Also eigentlich drei große Wienerlied. Drei große Komponisten da jetzt, ne? Ja. Was nimmst du? Also Walter Häuser, Ja. dann die Hermi Lechner und dann den Richard Czapek. Da haben wir alle drei beieinander. Alle drei schon gestorben. Alle drei schon gestorben, ne? Ja, also. Das ist ein Wahnsinn. Das heißt mal. Es ist schön, mit einem Freund zu werden. Er mich anschaut und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du hast gestanden in mir wie eine Bahn. Und jeder will für den anderen sein daheim. 20 Schilling waren 10 mal 2. So
wie es halt sein soll. Weil zwei echte Haberer und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund heute zu werden. Es ist schön, mit einem Freund heute zu werden. Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann, sonst siehst du vielleicht eines Tages gar ein. Du bist auf der Welt ganz allein. Solange du was bist und was hast, solang ist man gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé oder flach, ja dann sag falschen Freunden Ade. Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann der Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann der Lieb nicht hätt. Geh durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nichts mehr raus. Schönes Potpourri, ja. Für die Ärmel haben Für die wir Ärmel, ja. das, haben wir das auslassen. Ja, ein schönes Potpourri, ein Freundschaftsmedley. Muss ich sagen. Ein Mädli, ein Mädli. Ein Mädli. Schau, die Achtel von einer. Die Wunderschön. Achtel von einer. Jawohl, na sehr gut. Hat er noch ein Erdbärchen? Haben wir noch rein? ein Als Erdbärchen? Unterlag, was? Das ist immer gut. Da unabhängig von den Erdbeeren. Wie schaut es denn aus mit dem nächsten Wein? Das nächste Anbottelin steht da, oder? Ich werde sofort in den Keller schleichen. Schleicht aber sei ein bisschen schnell einmal. Ich werde mich bemühen, es wird mir schwer fallen. Das sind wirklich gute Erdbeeren. Aber es ist die erste Pavlatschen. Wo wir da sitzen Essen. und Obst essen. Stimmt, ja. Ja. Ich gehe mal den Wein holen. Geh mal einen Wein holen. Muss mir die Hosen wischen. Ja. Maggie Pemberton. Mit Freunden alt zu werden. Ja, mei. Mit Kio sagt seit 2003 Buben. Jedoch bleibe ich stets der Ältere, der nutzt alles nichts. Ja, aber du bist eine jung gebliebene Maggie. Eine jung gebliebene. 2003. Ich kann mich erinnern, ja, aber da haben wir uns schon kennt. Da haben wir gespielt bei der Schöllgabe in Grinzing in der Kobenzler Gassen. Gibt es auch leider nicht mehr. Die Gabe schon, Gott sei Dank, aber in den Heiligen nicht mehr. Und du bist einer gekommen, also die Maggie Pemberton, muss man sich vorstellen, ein ganz zierliches Mädel, ein ganz zierliches, also quasi mein Unterarm, ohne Uhr jetzt, also in den da, ein Unterarm, Größenordnung von der Maggie, eine ganz zierliche Kleine, mit einem Rucksackerl, nicht, kommt da zur Schöllgabe und natürlich, ja, kein Platz, gibt es halt irgendwo zubesetzen. Und die Maggie setzt die zu, das war damals auch schon beide leider gestorben. Patrick, wir haben die zwei Kassen. Du weißt es. Der Fußballer mit anderen mit Stecken, der ja total leibend war. Der hat Krebs gehabt, der ist schon dahin gestorben quasi, aber der hat bis zur letzten Minute, dass er halt, solange er irgendwie grein hat können, war der beim Fällt Heiligen. mir jetzt nicht ein, das weiß ich, aber Und hat eine Mörderstimmung gemacht, also super Humor gehabt. absolut, ja. Der hat das echt noch ausgenutzt und sein Freund. Also,
Sein Haberer. Das war Fußballer in frühesten Zeiten. Ah, guter sogar, Ja, ja. ja. Und die zwei waren also so Der war- typische, echte Wiener Ding. Ne? Und die Mägi ist da reingekommen und ich weiß noch, mein Munkelein, wie es gesagt hat, mein Gott, na, die Mägi hat mir so laut da, wie es zwischen den zwei gesessen ist. Aber die haben mitgesungen und mit da, aber ich glaube, das hat der Mägi getaugt. Ich habe gesagt, nein, um die Mägi brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nein, überhaupt nicht. Die findet das leibend. Ganz leibend. Fußballer haben wir ein paar kennt eigentlich von Ja. der alten Garde, ja. Ja, ja. Der Samwald, weiß ich noch. In Sandwald, in Samba, ja, in Domänental. Der Domänental. Der Samwald war der Ja. Tormann, nicht? Ja, Da der Samba. ja. Ja, die alten Kickers waren alle beim Heirigen. Da war nichts mit. Da war nichts mit. Wobei sie waren immer sportlich, auch noch im Alter. Ja. Also der Domänental ist sogar dann mit knapp 90 ist er noch immer Spurtschachau und die 5 Kilometer von daheim immer ins Wirtshaus mit den Städten gegangen, die Ja. Nordic Walking Städten. Ja, ne, man unter Sport. Also für einen 90-Jährigen schon Spurt, nicht? Aber vor allem das Heimgehen nachher, ja, das war Ja, da haben sie Stecken abbraucht. Aber zum Machen. Waren nämlich begnadete Trinker, muss ich Gnade, sagen. ja, absolut, ja. Die Sportler, die alten Sportler waren alle begnadete Trinker. Eishockey. Wir spielen ja da. Wie wir die Geschichte erzählt haben, nicht vom Toni, von wem Vom nicht Fritz Toni? Toni, Von ja. Fritz Toni, nicht? Ja, genau. Haben wir schon erzählt, die Geschichte, nicht? Das waren alles würdige Vertreter ihrer. Ihre Dazu. Zunft, ja. Kann man Harry Schneider Front ist am Start, endlich auf Balkonien ein würdiges Pavlatschieren mit einem guten Wein und einem Papal. Harry Schneider Front ist Lass es dir schmecken, genieße es, ja. Ja. Wir haben ja ein Anbot. Ja, tu mal anbotteln, ja, weil nur Zweiter dort, wo es Wein, versteht, hilft es uns gar nichts. Weinviertel DRC, Heide und Löss, bereits den Pavlatschisti auch bekannt. Heide und Löss, wunderbarer DRC. Und irgendwas man kriegt. Ich werde einen Schluck Wasser dazwischen Auch in trinken. 2020er schon. Dankeschön, mein Patrick. Ui, ich hab schon gepatzt, leider. Ui, Ja, aber- ja, ein bisschen. Die schöne Spitzendeckel. Ist nur Wein. So, das ist eben Ton in Ton. Das ist Das geht. Also einen Schluck Wasser vorher. Ein Schluck Wasser. Das gehört für uns Na, geht das. Gourmets dazu. Ich koste gleich einmal das. Wasser. Also haben wir da diese Wetten eigentlich. Ich schmier das immer die Hosen alles. Ja, hast du extra eine gekriegt? Ja. Oder was? Na, so. Ja, extra eine Krieg. Auf euch, sehr zum Wohle, das schön, dass ihr dabei seid. Auf Liebe- euch. Liebe Pavlatschisti. Seid ihr wohl, seid ihr wohl. Trink noch was, meine Herrschaften. Es ist ja nicht. Hm. Heide und Löss. Ja. Also ich muss echt sagen, aber jetzt, weil ich es gerade gesehen habe, weil ich gerade da gesehen habe, die Zuschauerzahlen. Wenn ich mir denke, wir waren wirklich Wir waren tatsächlich schon mal bei immer, 100. Ja. Jetzt sind wir wieder bei 50. Und ich meine, ich rede jetzt schon ein bisschen aufs Wetter aus. Es wird ja schon stimmen. Es wird ja hoffentlich nicht die Qualität sein, der Pavlatsch. Ich meine, weil diese und, ich meine, ich wüsste nicht. Ja, es wird das Wetter sein, oder? Was man hier, ich glaube, es wird das Wetter sein. Ich glaube auch. Ist mir nur gefallen, nicht, dass wir zu wenig seid oder nicht, dass ich mit euch nicht zufrieden wären. ja. Ganz im Gegenteil, wenn wir So gesagt ist wir haben es ja. angefangen. Mit ein, gar keinen. zwei Zuschauern und so, ja. Ich habe das entdeckt, das ist ja wieder, ich habe das ja nicht richtig katalogisiert, aber Patrick, ich habe eins entdeckt auf Facebook, da sind wir eingestiegen live, als 16er Burm auf der 16er Seite, Ja. und dann und da waren wir nur ein paar Minuten, weil ich habe dann gesagt, ja, und jetzt sehen wir uns, also wer da zuschaut, es waren 2 oder 3 Zuschauer, wir wechseln jetzt, wir steigen jetzt aus und gehen wieder live auf meiner Seite. Ja, weil da sind mehr Da sind Leute. ja Leute gewesen. Ja, Und da haben wir vielleicht mehr Zuschauer. Das war der Plan. Das war- Und das war irgendwann ganz am Anfang. Und dann sind wir da raus und haben wir da geredet, ja, 6 Uhr, alles leibert. Auf Facebook war das noch, ne? Und dann haben wir da so pablatiert quasi, ohne dass wir wussten, dass wir pablatieren. Da war aber nur ein Zuschauer oder gar keiner, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, nein, wir drehen jetzt da an und wir gehen steigen auf jetzt noch die- mehr auf die auf meiner, Seite, ja, auf meiner, genau. auf meiner Seite. Da war es dann Auf 5. Facebook. Da war es dann, ja, naja, da vielleicht sogar 10. 10 dann dann, sogar ja, ja. mal. Aber zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht so. Ja. Also es war irgendwie ganz lustig, da haben wir so angefangen. Aber wir haben das eigentlich mit
Inbrunst haben wir das, mit Inbrunst haben wir das gemacht. Ja, wirklich. Muss man sagen. War echt leibend. Da hat mir sehr gefallen, diese Aufregung. Mit dem Viehschau auf dem Handy, Ja. damit überhaupt uns beide aufheben. Das muss man da aufgehen. Mit Instrument ist ja gar nicht so gegangen. sitzen, wie wir jetzt sitzen, das wäre ein Traum gewesen. No. Oder? Mit dem Abstand. Das stimmt. Ein Wahnsinn. Das war total lustig. Gourmet und Gourmand gut. Und davon viel. Richtig. Jawohl. Der Klaus braucht die Hosen halt nicht wo aufhängen, die stellt er dann in die Ecken. Nicht so viel Dreck bringen nicht zusammen. Ich bin Die ja EM ist auch, ja. richtig. Stimmt. Die EM ist auch noch. Ja, so der Christa Fritzl sagt das auch. Darum ist darum sind ein paar nämlich nicht da, jetzt, die mir gerade so, wo ich gerade denke. Ja, genau. Der Matthias Mariacher bringt das natürlich philosophisch auf den Punkt. Die zusehen, werden diese Frage nicht beantworten können. Naja, aber frage mal richtig, was hätte mich interessiert. Aber du hast Gourmet und so. Nicht? Ich bin eigentlich ein Gourmand-Gourmet. Wie gemacht? Gourmet-Gourmand. Wirklich? Das ist untrennbar miteinander verbunden, finde ich. Ja. Ja, der Markus Bristonik fragte in die Richtung. Ah nein, Pavlicisti, das ist ein ganz anderes Thema. Pavlicisti oder Pavlatschinger? Wie wollen wir Beides. denn genannt werden? Beides. Ja, beides. Ich glaube, es ist beides. Pavlicisti ist, wenn wir nobel sind. Und Pavlatschinger ist unter uns. Ja. Ne? Genau. Ja? Also wenn zum Beispiel, Hausnummer, wir machen da gemütlich ein paar Platschen, auf einmal, keine Ahnung, steigt der Papst ein und sagt, ja, super, taugt mir, rote Achteln und so weiter. Und dann sagen wir, Na, das sind wir Papalatschinger. ja, der Papalatschinger. Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, ne, sagt man auch, wir fühlen uns geehrt, dass auch der Heilige Vater zu den Pavlacisti gehört. Ne? Jetzt, aber waren jetzt Hausnummer, weiß ich nicht, Patrick sein Bruder, gut, und das ist Pavlatschinger, nicht? Natürlich, ja. Keine Papalatschinger. Ganz großartig, ganz großartig. Ich finde ja nur schade, dass die jetzigen zwei Päpste nicht mehr so ausdrucksvoll oder wie soll ich sagen, charakteristisch sprechen wie Johannes Paul II. Ja, Das war natürlich schön. ja, das ist schön. Aufgelegte Wiesen, aber Schön, war die ja. Wiesen, nicht für einen Kabarettisten oder für einen Schmäh. Nicht? Johannes Paul Schweizer. Das wäre auch das, ja, das stimmt. Ulrike Röder, ich bin für Pavlacisten. Nein, das klingt mir zu, das klingt ja politisch fast, gell? Ja, das ist was. Es geht Aktion scharf gegen die Pavlacisten, die sich in Österreich angesiedelt haben. Österreich, deutschsprachiger Raum. Immer mehr Pavlacisten greifen zur Flasche. Das ist gefährlich. Greifen zur Flasche. Ja, genau. Ne, Freidenker, Grüße aus der Umgebung von Bullendorf. Freidenker. Grüß dich, Servus. Grüße retour, das war leid. Bullendorf ist ja optimal. Nicht? Bullendorf, aus Bullendorf. Trinkt man sofort einen Schluck. Aus Bullendorf. Verein. Oh. Marantana 1. Burschen, ihr seid leibend. Und die Top 48 der potenziellen 4800. Ich muss jetzt erst setzen lassen, dass ich es verstehe, aber ich glaube, es ist ein Kompliment. Die Top 48 der potenziellen 4800. Ist das sicher leibend. Aber Ich verstehe es nur Warte, nicht. ich verstehe es auch nicht. es jetzt. Das ist Aber- selten, aber bei mir selten. Das ist selten. Ja, wieso 48? Wir sind Was über ist 50 zu 48? sehr, sehe ich gerade. Ach so, hat es mit dem zu tun? Vielleicht mit dem? Oder ich weiß nicht. Ja, das kann sein. Das kann sein, Marathon 1. Die was zuschauen, sind die Top der potenziellen 4000. Ja. Das ist doch hast recht. Über die Pavlatschen gibt es von Tschukerli. Er hat schon Pavlatschen zu zurückgezogen. singen. Rudi Korbes hat sich vertippt, er hat schon zurückgezogen. Halt! Ich muss sofort meinen Finger erheben. Ja gut, der Marantana Marathana. natürlich. Marathana hat was einen Hut. Der hat was einen Hut, 5,49 € und dafür sagen wir herzlichst Dankeschön. Dankeschön, sehr zum Wohle. Vielen Dank. Marantana 1, taugt mir auch der Name. Marantana, grandios. Wie selten hört man das? Marantana. Marantana. Die Oma, die Rauchoma, also die Oma vom Rauchopa, also die Mutter meines Vaters hat das immer oft gesagt. Marantana. Marantana.
Beim Posten waren es 48. Ja, ich verstehe. Da muss ich jetzt aber ehrlich sagen, der Patrick ist auf das gekommen. Ich bist hab auf mir das gedacht, gekommen. ja, immer das doch. Ich weiß nicht, wieso das habe ich gespielt einfach. Ja, da muss ich Ja, sagen, nicht gewusst, aber es nicht, das war ein da Gespür. muss ich sagen, nein, da schlagt in dir wirklich der Social Media Kenner zu. Er muss irgendwo Ja. in dir drin wohnen. Und dann, Das ist so. und dann auf einmal, bumm, haut er dann in die Bier und du zack. Das ist so. Du schießt eine Meldung aus, die vollkommen korrekt ist. Weißt selber nicht, warum du auf den gekommen bist. Ja, aber leider. Gefällt mir. Gerade also über die Pavlatschen Czapek. gibt es vom Czapek ein Lied. Ja. Pavlatschen, zwei zwei Sänger. Sänger. Ja, das habe ich auf einer Platte, glaube ich. Ja. Wirklich? Ja, weiß aber nicht Leg auf. Na, bis ich das da müssen wir umbauen. Christoph Acker, Leiberlite, Ansa Pavlacisti. Ja, aber das würde dann nicht stimmen. Wollen wir sagen lassen, weil das wäre dann Einzahl. Und die Einzahl von Pavlacisti wäre dann, je nachdem ob männlich oder weiblich. Pavlacista. Das Ja, oder Pavlacista. ist weiblich, ja. So irgendwie. Das kriegen wir nicht hin. Jawohl. Machen wir Pavlatschinger, nicht? Wenn ich ehrlich bin, mir gefällt am besten Pavlatschinger. Pavlatschinger gefällt mir. Das klingt so wie ein Topfinger. Ja, aber ich finde, man muss das wirklich offen lassen. Ne? Die Pavlatschinger oder Pavlacisti, das ist einfach. Der Pavlacist ist nur, wenn wir Demonstration machen. So, die Pavlacisten haben die Straßen blockiert. Wir sperren an, ganz Ja. einfach da. Einmal da ist angesperrt. Bitte weichen Sie großräumig auf, nämlich vorne statt links, gleich rechts und da, gleich um. Das gefällt mir. Pavlacisten. Schockiert, die Pavlacisten, weil die Macht übernehmen. Wo? Im Weinkeller. Sie haben sich schon aufmagaziniert. Nein, hör auf. Die haben aufmagaziniert, die Pavlacisten, ja, was war nicht der Sag? Versteckt sie Kinder. Das ist auch so was. Versteckt sie Kinder, Ja, die Pavlacisten. Die Pavlacisten kommen. Ranzt die Kinder weg von der Gassen. Die Pavlacisten kommen. Die brauchen Die einen Platz. trinken Die brauchen die ganzen Straßen. Sie wanken von links und nach rechts. Das ist aber leibend. Die Pavlacisten ist die einzige Partei, die voranstürmt, allerdings so besoffen ist und so wenig vorankommt, dass nie ein Krieg rauskommt. Und außerdem wird permanent mit dem Feind verbrüdert. Ja, genau. Also in Wahrheit eine Meine absolut... Philosophie. Ja. Ich mein, total auf Krieg aus, aber Aber das geht nicht. nein. Die sind alle lieb. Geh, kann ich nicht kosten haben. Das kann ich doch nicht machen. Das seid ja so liebe Leute. Und das hätte was. Die Pavlacisten. Absolut, ja. Die Pavlacisten, das gefällt mir. In dem Zusammenhang jetzt so, nicht so historisch. Können wir das nicht so fingieren, dass dann in 500 Jahren Historiker glauben, dass es wirklich die Bewegung der Pavlacisten gegeben hat. Die war ganz federführend beim Abbau des Lockdowns. Na gut, dann lassen wir es lieber. Wir verstricken uns in Unsinn. Prost einmal. Ich muss einen Schluck nehmen. Mir fehlt die Kraft noch. Ja, weiblicher Pavlacista, ich glaube schon, ja. Christoph Acker. Jawohl. Dackerl, was ist mit Patrick sitzt da, dann reißt er und er sagt was Richtiges. Osten. Das gefällt mir. Das Dackerl? gefällt mir. Ja. Ja, ich dampfe ein bisschen was. Ich brauch eine Beruhigung. Ne? Pavlacisten sind Kollaborateure. Nein. Pavlacisten sind Pavlacisten. Es ist nur so, dass dass halt niemanden lang besser können. Und das ist für eine politische Bewegung ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Und, ja, herrlich. Das ist furchtbar schlecht eigentlich. Das ist unglaublich. Also wir wieder als federführende Ordnungsgestalter dieser Pavlatschen bestimmen, der offizielle Begriff ist Pavlacisti Ja. und der interne Begriff ist Pavlatschinger. Sollte der Papst einmal zusehen, sind wir die Papalatschinger. Der Papalatschinger, genau. Der Papalatschinger. Gefällt mir. Aber weil ich vorhin gesagt habe, weil ich das sage, das hört man ja auch wieder so selten. Früher, also ein paar Mal habe ich schon gehört, wenn sich die Leute unterhalten, so zwei ältere Leute,
Na, war nicht das so? Naja, ja, war nicht das so. Na, war nicht das so? Als ob das ein Argument war. Ja, wenn ich das sage, da kann man noch weiter noch das also intensivieren. Wenn ich das War sage. nicht das so? War nicht das so? Wo man schon oft geht. Du, das Lied geht so oder so. Nein, echt, wirklich. Nein, war nicht Na, das und wer so? sagt das? Na, ich sag dir das. Ja, wer. So, Patrick, jetzt aber mal Content aus. Jetzt spielen wir mal was Schönes. Ja, was Schönes, ja. Ja, so. Was willst du spielen? Ist schwer. Warte, haben wir noch was? Haben wir noch Wünsche gehabt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber Wolle das alles Wünsche verpackt, viel? das Kleine, das haben wir alles eingepackt. Alles in einer Dings zuerst Ich glaube auch, gell? Ich glaube auch. Ja, genau. Ich glaube auch. Aber schau, ich habe mir Du hast- den Schoß von der Mama schön. habe in Ziel mitgenommen, weil man gedacht habe, Mach die mal. Daniela Schlögl wird sicher das urgieren. Was wird's? Urgieren. Hat es aber nicht. Sprich den Weißt du, Fremden. naja, das ist mir aus meiner Welt. Das ist mir aus meiner Welt. Und dabei hat sie sich die anderen Lieder gewünscht, aber ich spielen wir das trotzdem. Oder spielen wir es? Nein, wir spielen es jetzt da. Ja. Hm? Ja. Auf der Schoß von der Mama. Text Monika Kuri. Die Vertonung hat dann ich genommen. Weil Vatertag war. Kopf an der Kant, Knie auf die Schultern und die Finger zwickt. Und aufgeschiffte Wunden ob Skifahrer gezogen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama geht alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündern was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Sorgen, die auch noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Schoß auf den Kopf von der Mama, dann ist alles wieder gut.
Bett. Am Schoß von der Mama. Einmalig. Ein kleiner ein kleiner- Versprecher. Aber der bringt den, machen wir es durch. Das ist eine schöne Nummer. Und du musst unweigerlich, du musst lachen. Es Du geht musst nicht anders, lachen. Wie mir gekämpft. weil- Es ist eh gut. Ist eh gut gegangen. Na herrlich. Genau, der gewöhnliche Zuseher, gemeiner Pavlatsch. Der gemeine Pavlatsch. Himmel, du gierig, dann in den Schläge. Habe ich gewusst. Es hat's gern. Super, ich danke euch vielmals. Ebenfalls danke. Lob kommt herein. Die Achtung kommen rein. Es ist Und da unglaublich. blende ich nur so ein Ding, da blende ich jetzt einmal, Hut pass auf. Dann blende ich jetzt einmal das aus, in virtuellen Hut, damit ich ihn jetzt wieder einblenden kann. Wie versteht die Psychologie dahinter? Ja? Ich verstehe es aber. Das hat sich der Christoph Acker gewünscht. Richtig, vor langer Zeit schon. Aber immer schon total verspült. Nur mal das Solo von vorn. Das Intro, meine. Das dauert noch in meinem Schluck noch vorher. Dass Frauen schwierig sind, was mehr. Und dass der Beiner kein Schmäh. Da kommst du an niemals zum Ziel. Schau, du magst das so weh, dann fliegt jede gleich auf dich und singen Blues ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Ich glaube, mein Gewicht. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich ja jede Lok. Ich zieh mich nach Hause. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jede bezwing. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich jede Lok. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Tschüss im Brust, drum wird mir nie eine Bett. Ich liebe den Frank an den Rot, wenn er ihm notwendig hat. Schau, so machst bei den Frauen einen Riss. Ich brauch dir nichts erklären, du musst mir noch gut zuhören. Dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Ich hab mein Gewicht, ich hab den Rock in den Bock, mit dem mir jeder Lock, man flog Diesel und Elektrolog. Ich hab den Swing im Ding, mit dem mir jeder bezwingt. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich eine Park. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin, wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bett.
Ganz schön reingegangen ist das. Ne, so auf Erdbeeren ist das schon eine Weltgeschichte. Also ich bin ja fast auf Drogen Ein voll. Duco Floresdorf. Da bin ich ja gerade richtig. Jawohl. Legendäre Leibwand, Dankeschön. Jawohl. Uli Slonek hat die 8 Danke. Leine. Herr Mandl. Ihr mir Hinkofer, der Hubert, alle aus die 8 Leine. Markus Volker ergänzt sogar mit Oh yeah. Jawohl. Judith Wildner. Judith aus Hetzendorf. Servus. Haut schon. Bis bald, sagt's. Haut schon. Recht habt's. Servus, viel Spaß Hat noch. uns sehr gefreut. Für dich gut, Papa? Na, da stehen wir, oder bloß im Fuß, eine gute Idee. Ja, das Jawohl. Rodolfo Gorbesso hat er die Achtel eine. Die Mega Pemberton besteht auf Pavlacierende. Mega Pemberton, was die? Mega, da kannst du bestehen, was du willst. Gegendert wird bei uns nicht. Wobei Pavlacierende ist eigentlich. Ja eben, das, so sagt man nicht, sowas so verwendet man nur in Zeiten von Genderwahn. Spazierende. Ja, man redet, wenn man über die redet. Dort findest du mehrere Spazierende, aber die sie auch reden und nicht über die Pavlacisti reden. Ah. Ne? Es ist aber gut, wenn über die Pavlacisti gesprochen wird. Ja, schon, aber dann nicht so. Nein, Pavlacierende. Mege, Pavlacierende spielt's nicht. Pavlacierende, wenn man das im Englischen ist, das so gemeint dann eigentlich, die sind die das tun. Pavlacierende. Ja, nein, Die sie meint schon Ausführenden. Sie meint schon so. Sie Sie hat meint jetzt so. meine dazu. Die Sie hat meinen das jetzt so meine dazu. gegendert, man es? Nein, das. Du, pass auf, Patrick, weißt, während du da Schmäh fährst, hast du übersehen, was eigentlich dein Job ist, dass es längst hätte geben müssen, ein Finger. Was? Wo? Das ist schon lang her. Christoph Acker! Naja, das habe ich übersehen, leider. Bitte um Verzeihung. Ja, also dann noch bitte. Heben Ja. wir Ja. das Glas. Was hast du denn? Nein, ich bin eine Stunde zum Mittag in der Sonne beim Wirten gesessen, für einen leichten Was ich Rarerkopf Nachmittag schon. Da geh auf! Ja. Das Leben am Land ist einfach hart. Bravo, Christoph. Genug gewesen. Lassen wir das. So, gut zu. Gewisse Wege sind nicht schön. Ja, aber das geht dazu. Ja. Hauptsache ist gut. Darum wollen wir jetzt Mittag essen. Ne? Geschmeidig, Alter, sagt der Ulrich. Das sind genau die Komplimente, die ich brauche, weil die gehen auch nicht mehr auf. Der Pavlacisti, männlich, weiblich, Nämlich. ne? Ein Musik-, speziell Wiener Lieder und Weinliebhaber sowie Biertrinker und Mopedfahrer. Der Pavlacisti, ja, aber der Pavlacisti, es war halt falsch. Weil Pavlacisti einfach mehr so ist. Und ich meine, es ist halt italienisch. Und auch wenn es nicht italienisch wäre, sondern eine eigene Wortschöpfung, da hätte jeder glauben, es ist italienisch und wir liegen falsch. Was? Aber in welchem Ding ist der Swing? Die Mege weiß nicht, wo der Swing. Naja, Mege das erklärt einmal. Es ist ein Gerundium, hat gesagt die Mege. Ja, genau. Ja, genau. Da bin ich sofort dahinter gekommen. Da bin ich sofort dahinter. Da merkt Markus hat auch recht, aber wegen einem Wikipedia-Eintrag war es. Stimmt. Genau. Ist ja wurscht. Schreibt's. Weil ich muss, Schreibt's die mal was Brille ein. richtig aufsetzen. So. Ja, stimmt. Hast du, oder nicht? So muss das sein. Ne? Ja. Aber ist selten. Aber es ist. Ja, wurscht. Ja, aber die kann ich schon die entsprechende Werbung machen jetzt. Meine Herrschaft, die Motorrutger hat Fahrt Zu- aufgenommen. Ein Zuhause gewonnen. Ja, hat tatsächlich Fahrt aufgenommen. Es gibt einen Termin. Ja, man möge es nicht glauben. Es gibt einen Termin für die Motorrutger. Wer nicht weiß, was das ist das zukünftige größte Motorradtreffen Europas. Mitteleuropas. Ja. Und wir fangen jetzt aber nur an mit so 30 Leuten. Aber jetzt wird aber, und Motorrutger deswegen, weil der Name schon gebildet wurde. Ja. Das ist halt so. Wir haben das rekonstruiert, wie das entstanden ist. Und der Patrick, ich nenne ihn ja auch The Brain. Patrick hat ja. Nein, du hast es wirklich, du hast es zwar nicht genau erinnert, aber dann hast du es auf einmal so rekonstruiert und tatsächlich genau so war es. Das vor einiger Zeit, also lange halt jetzt schon, Fast ein Jahr. Ne? wahrscheinlich Das ist mindestens ja ein fast Jahr. Ist das entstanden Ja. eigentlich? Ja. Nachdem der Ferch auf Besuch bei mir war. Im Chat hat es geheißen,
GS Ferchi war auf Besuch hier. Oder ein Hund. Ja. Er war schon da und dann haben wir kurz über das geredet und da war doch so ein Motorradtreffen. Nein, das hat ja so simpel begonnen. Aber dann nimmt der Pferd gesagt, er kommt wieder auf einen Kaffee. Dann hat der Andreas Christiner gemeint, Genau. na, da komme ich aber auch. Da habe ich dann gesagt, naja, wenn es eh kommt, da komme ich aber auch. Dann haben wir schon drei und jetzt haben wir, und der Patrick, ja, kein Problem, kommt so. Und auf einmal waren 5, 6, 7 Leute, die dann auch kommen und sagen, also, warte, jetzt wissen wir dann schon, na, Jetzt warte, muss einen ich Kaffee. Kaffee. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, na, wir machen gleich ein Motorrad, ne? Scheiß auf einen Kaffee, das auf ein Kaffeekränzchen. Wir machen ein Motorradtreffen. Und weil es schon beim Patrick geplant war, wegen einem Kaffee, haben wir das dann die Motor-Rutger. Wer? Der Rutger! Ne, das weiß nicht. Das war schon nicht. Der hat nachgefragt, aber dann keine Antwort geben. Keine Ahnung wie. Nein. Also auf jeden Fall, ja, na gut, mit der richtigen. So Motorrad muss man stilgerecht mit der Ural anreisen. Auf jeden Fall. Auf Mit der jeden richtigen, das ist einmal ganz klar. Markus Völke, der hat Pavlatschistische auf Chinesisch eine. Ja, nein, der Matthias Mariacher ist der Termin für ist St. Nimmerleinstag, nein. Das, was du meinst, war nämlich Allerheiligen. Das ist der Schmäh mit St. Nimmerleins. Ja. Weil der Allerheiligen-Tag ist für alle Heiligen frei, die keinen eigenen Heiligentag Heiligen haben. haben, ja. Und deswegen wäre der St. Nimmerleinstag der Allerheiligen-Tag. Aber nein. So, na, auf jeden Fall. Na, aber so war das. Das ist nächstes Jahr im Nächstes Juli. Jahr von Leichnamswochenende drauf. Das haben wir dann festgestellt, weil der Landtagsstrom hat gesagt hat, er kommt von Leichnam wieder nach Wien. Ich hoffe nur, dass da nicht das Schrammelreich-Festival auch ist dann vielleicht. Im Juni. Im Juli ist das nächste Jahr, oder? Juli. Im Juli. Juli. Na, von Leichnam. Wann Das ist ist denn von Juni. Leichnam? Das ist dann Juni. Nein. Entspannung. Ich werde euch das jetzt sofort sagen. Ich mache nur ein anderes Jahr. 22, das Jahr 2022, um das geht's. Das ist am 18. glaube ich. Ja, also das Wochenende, ich sage jetzt mal 17, 18, 19, es wird nicht an 3 Tagen sein, aber 17, 18, 19, das wäre also der 17., 18. und 19. Juni 2022, wäre mal so festgesetzt. Und da machen wir es gut, also der Mavihof, ja, beim Mavihof werden wir das machen. Wir werden das so ein bisschen limitieren auf so eben, ja, 30 Leute, so plus minus, also eher plus als minus, aber so ungefähr, dass Viel man halt, Plus geht nicht dass mehr. man noch keine Ja, großen, Top, ja. wie soll ich sagen, Veranstaltungsschwierigkeiten hat wie Feuerwehr oder sonst was. Und vor allem, dass man noch eine gemütliche Ausfahrt machen kann, weil geplant ist eben schon, dass es eigentlich ein Motorradtreffen ist. Das erste Motorradtreffen, wo es keine Rockmusik, sondern Wiener Lieder gibt. Wiener Musik, und es wird natürlich Barbecue und solche Sachen geben. Also so richtig so ein kleines selbstgemachtes Festival. Also das wird der Termin sein, und wer Interesse hat zu kommen, der Unbedingt einmal. wie soll ich sagen, ja, was macht der? Der ruft den Klaus Steurer an, weißt du, da schreibt er mal ja, E-Mail. na, der schreibt, Kann ja, auch mich anschreiben. ja, genau, na, Aber Lena sicher. der schreibt ist ja die uns- Motorrutger. Ne? ja, der schreibt uns, und wenn er WhatsApp hat und der Telefonnummer, dann soll er uns ausschreiben und Genau. das mitschicken, und hinschreiben ihm, dass er in die Motorrutger WhatsApp-Gruppe reinkommen will. Weil, wie gesagt, wir machen das jetzt nicht groß, sondern wir machen das ganz auf klar gespannt, gemütlich, und das wird der Plan. Also wer Interesse hat, meldet sich irgendwie auf irgendeinen der Kanäle bei uns, und es muss nicht zwangsläufig ein Motorradfahrer sein, aber es war halt eigentlich der Plan. Und der Patrick ist ja auch keiner, so gesehen ist, ja, dann hab ich deinen Brüdern habe ich auch schon angeredet und gesagt, damit zumindest der Name Rutger ein bisschen vorkommt. Oh, die Barbecue-Meister natürlich, dass er Familie das- Rutger bekannt über das Barbecue über die in Landesgrenzen genau. hinaus. Nicht? Dass man so das Barbecue macht über euch. Also so irgendwie werden wir das machen. Ja. Landtagsstromer Markus 2022, ja, das stimmt eh. Ja klar, Ja, sicher, nächstes nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Wochenende, jawohl. Ein Fan-Autobus zum Motorrutger. Na, Rudi Korbis, du wirst ja als Musiker mit eingebaut. Die wollen wir schon her. Ja, genau. Der Christoph Ackermann da. Der Patrick muss bis dahin Anschein machen, sonst lassen wir nicht rein. Ne, ist klar. Nein, es reicht der 125er Schein. Haben wir schon geredet. Und Haben wir diesmal schon ja, geredet. ein Fest, statt Woodstock, Wienerwood, ja, Woodstock werden wir noch nicht ganz wegblasen können, aber das ist der Plan.
Also wie gesagt, ich nenne es das zukünftige größte Motorradfestival Mitteleuropas. Mavistock, genau. Das Safety Car, die Daniela Schlögl. Nix, wir fahren ja durch die bucklige Welt. Auf die Mittag, da werden wir uns schon was einfallen lassen, irgendwas. Also ich habe sowas auch noch nicht gemacht, was weiß nicht. Und dann gibt es jetzt so ein Konzert. Gell, und Daniela Barbecue. Schlögl und ich machen ein Safety Car, genau, mit den 125er. 17. bis 20. Der Landtagsstrom am Markus gibt gleich, was, 2020er, 22, achso, das hast du vorher gemeint. Vielleicht dann kann nie im Juli sein, Matthias Maracher, siehst du das? Oder auch gesagt? Das weiß ich, Ja. der scheißt dich nicht da. Ja. Evodia ist auch dabei. Große Freude des Oberbayern. Servus, Evodia. Alex, halt die Klappe. Na, Christopher, da, das war die Siri, der Trampe. So was. Also, hey Siri, sag was Nettes zu den Pavlacisti. Lorum ipsum dolor sit amet, consectitur adipiscing elit, setu ius mort tempo incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ja? Siri geht davon aus, dass wir überaus gebildetes Latein Publikum haben. sprechen. Ja. Na, wir wollen uns so unterhalten. Man redet ja bald einmal auf Latein. Ja, ja. Eine Runde. Ne? Man kommt immer wieder ein bisschen an. Na gut. Ja. Fritz Status ist dabei. Na, das war aber leibend. Fritzl. Fritzl, das ist leibend. Bin sicher auch dabei. Thomas Bastleike, jawohl. Franz Brandwein, endlich. Franz Brandwein, auf die habe ich jetzt eine Endlich Frage. ist er da. Da habe ich jetzt eine Frage. Oh, pass auf, fuhr mal so, korrigiere auf Safety Bike. Ja, genau. Nicht klar. Na, das war aber super. Erst war der Fritzl, Startgut, Landtalstromer, Fritzl, Startguss. Na, das war aber Geschichte. Das war eine Geschichte. Wenn sie so runterkommen, keine Offroad-Strecke ein, weil sonst liegt es. Ja, ich weiß. Ja. Aber, ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, meldet euch, ich meine, jetzt über den Chat merken wir es nicht. Schreibt es mir dann halt irgendwie an. Oder uns, ich wurscht, irgendwem. Und eure Telefonnummer, wenn ihr WhatsApp habt, nicht? Sonst reicht da, bin dabei oder ich möchte halt Informationen kriegen, eine E-Mail-Adresse, irgendwas. Aber wie gesagt, es gäbe eine WhatsApp-Gruppe dafür, weil wir das eben noch im kleinen Rahmen halten wollen und da man sagt, ist das vielleicht einfacher, wenn wir so gleich so Ja, austauschen. Ja, Mandl, das hat sich lateinisch angehört. Ja, das ist. Ja, war Latein. Dreckslatein, Peter Richtinger, bravo. War nicht wahr, eine schöne Sprache, leider. Aber leider tot, echt. Gibt nur Blindtext von sich, ja. Genau, das ist Lorem Ipsum Geschwätz. Ja. Den Schichtplan, ja. Peter Richtinger, das war aber schon super. Mit der Oral, das war schon leibend. Und ich meine, irgendwie, wir weiß ja nicht, was wir da machen. Es wird uns schon was ein, wir haben ja ein Jahr Zeit. Aber ich meine, aber der Bürgermeister von Botschenau, der Fähre, ist ja auch ein Motorradfahrer. Ja, also Ich ist, habe gar nicht gewusst. ja. Und Jazzschlagzeuger, also wir haben in zwei Richtungen immer einen Gesprächsstoff. Und der Ulrich kommt auch, nicht sicher. Ab wann steht, nicht der Termin steht eigentlich. Es geht nur jetzt darum, ob wir da schon dann am Freitag anfangen oder auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag oder alle 3 Tage oder Oder nur ein wissen wir Tag noch oder nicht. so, Ja. das ist ja die- Aber an diesem Ja. Wochenende wird es stattfinden. Ne? Also Konzert wird es an einem Tag geben, sage ich jetzt einmal. Wahrscheinlich wird es der Samstag sein, aber ich sage mal so dieses Wochenende, weil vielleicht muss man ja schauen mit Quartieren. Wer dann da bleiben will, im Marvihof kann man dann zelten, glaube ich, weil ich nehme an die Quartiere, also die Quartiere, die direkt da sind, nämlich bei mir und bei Marvihof, die sind, glaube ich, schon Die sind belegt. besetzt, ist klar. Und dann kann man noch bei ihr campen, also kann man, und dann weiß ich nicht, ob man wirklich am Heilboden auch noch schlafen kann. Solche Sachen, das weiß ich nicht. Ja. Das wird alles noch entstehen, aber es gibt natürlich in Botschenau, also das ist dann nicht weit weg von dort. Aber Rollen Stickel, die kleinen im Ja. Prinzip. Ja, also man kann was trinken. Und wie gesagt, Fähre ist ja ein Taxiunternehmen auch. Also kriegt man auch hier, also die Doppel ist nicht. Also Quartiere gibt es. Doppel ist nie, nein, nicht? Ja, man muss halt dann schauen, was man kriegt und wie man das macht. Aber wie gesagt, aber das kriegen wir Die hin. Die Webers sind auch noch, nicht? Ja. Die Patrick schenkt mir ein. Weil jetzt muss ich Franz Brandwein. Sag mal Franz Brandwein. Jetzt muss ich die fragen. Weil ja, ich glaube, das hat man eh schon öfters einmal gesagt oder darf man sicher wissen.
Der Name ist ja nicht wirklich Franz, sondern eben der Vorname mit CH. Und auf Radio Wienerlied, das ist also so ein kleiner Radiosender, also bei uns gar nicht terrestrisch, sondern nur online, aber in der ganzen Welt irgendwo Auf so der ganzen kleine Welt kann man Sender das empfangen. natürlich. spielt, Ja, spielt kleinen- diese Sendung. Die ganzen kleinen Sender spielen. Ja. Und dort ist in letzter Zeit spielt der Crazy Joe, der Moderator von der Folge, spielt in letzter Zeit immer wieder an. Ich habe einen Weingarten am Biesenberg zum Beispiel. Ich muss gehen. Warum muss ich jetzt gehen? Ich bin auch schon wieder. Nein, nicht mir, das Sauerstoff Sauerstoff ist das. Ja, Ich bin auch schon mit, ich Fenster bin auch ist schon, eh ich mach schon offen. wieder voll der Mann. Das Fenster Das ist ist eh einfach nur ein bisschen, du mit deinem Dampf. Ja, Der das ist- Sauerstoffmangel vom Dampf. Ja. Früher wird da jede Minute 3 Zigaretten geraucht, das war nichts. Nicht? Da habe ich überhaupt nicht geraucht. Niemals nie. Also auf jeden Fall spielt der in letzter Zeit immer wieder ein Lied von den 60ern und sagt dazu, gewünscht hat sich das der Christian. Sag mal, welcher Christian ist das? Und unumwunden stelle ich die Frage in den Raum, Franz Braunwein, bist du das? Bist es du? Bist das du? Werden wir sehen. Dann werden wir sehen, er wird eine Antwort geben, hoffentlich. Ne? Brauchen wir es nicht schauen. Ne? Welches Wochenende? Peter Richtinger, 17, 18, 19, der Juni 2022. Das ist das Wochenende nach von Leichnam. Das war es. Der Ulrich kommt zelten. Na schau, der Antrag Strom hat das schon längst geantwortet. 17 von Leichnam, genau, ja. Ja, na jetzt warte ich da gebannt auf die Antwort. Da können wir einen Schluck Nehmen wir nehmen. schon da, ne? Spielen wir was? Was spielen wir jetzt da? Was Leichtes. Was Leichtes? Ja. Nämlich. Was da dahin perlt vielleicht. Was. Ja, schön. Wie Blondel. Auf der Laut. Werner Marinell, der war auch bei uns bei der Geburtstagsfeier letztes Jahr. Der was? Von der Hermina Lechner. Der Werner Marinell war auch da. Also ja, Der Blondel. Der hat auf der Laute gespielt. Der Franz Brandwein ist es nicht. Na gut, danke dir vielmals. Danke. Ich weiß nicht wer. Jeder Christian wünscht sich die ganze Zeit so, oder? Finde ich voll super. Finde ich echt Aber leibend. ich weiß nicht, was es ist. Franz Brandwein kann doch nicht Christian sein. Naja, wenn du mehr wüsstest, so viel wie ich, dann doch. Das Tja. kann schon der Franz sein. Ja. Es könnte, ja. Aber er ist es nicht. Das ist mir gerade ein Lied gefallen, müssen wir den vorhin. Ich bin heute ein bisschen schwach. Aber das war in Weingarten am Biesenberg. Denke ich mir, ja, aber das sowieso. Das ist so eine Nummer, was ich meine, Entschuldige, ich muss mich unterbrechen, was so dahin perlt, dahin plätschert. Ja. Im positivsten Sinn nämlich. Ja? Das ist ein Spa-Treatment. Das ist schön gesagt. Ist echt leibend. Chips lassen Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin der Kinder, mir kein Mensch tut schwer. Ich schau den Ring dort beim Boxen zu. Ja, ich hab dort meine Höhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Brat sind Wälder recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lebt es mir allein nicht her. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, es soll der beste Trepferlwein.
Ich hab am Weingarten ein Pisa-Bett. Ich bin dort gern, damit kein Mensch durchsteht. Ich schau den Rindern beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle. In meinem Weingarten ein Pisa-Bett. Der Ranzit wird da recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her. Und am Himmel da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa-Berg. Das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripferl Wein. Ich liebe diese Nummer. Jawohl, jawohl. Die macht mir echt Spaß. Der Läusel, der Läusel. Gleich Schluckerl nehmen. Ich glaub, ich habe vergessen. Also, du sag ich nicht, Läusel. Wollte ich nicht singen? Und du sag, wollte ich nicht singen, Läusel? Naja gut, das war ja schon nach der Sperrstunde, wie es gewünscht wurde. Also, Ach so. wie wir schon eingepackt haben. Ach so. Ja. Ah, der Läusel hätte noch passt. Nein, Das spielen wir nicht. Man Franzbrand spielt nur das Internet. Naja, gut, auf jeden Fall weiß ich, der Franzbrandwein ist es nicht gewesen. Mich hätte es eh gewundert, aber ich habe mir gedacht, erst fix, wie gibt's das? Hat sich der da eingeklinkt? Na gut, dann machen wir den Läusel, nicht? Den Was dann Läusel, heißt, ja. wir spielen ja wieder nicht. Die Achteln von einer. Die Achteln von einer, Fritz. und das ist schön. Da, dann- Gustav, ne? Das ist Ja. ja Dora eigentlich. eine Hommage an Ludwig Hirsch. Hat er gemacht. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier. Gemeinsam mit die Gruber und die Meier. Alles war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Dame in Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heute nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau. Kaum waren die Händel und die Fleischler waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzel und in Erdäpfelsalat, nur dass der Läusel nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt der Vater und der Gruber ist kein Vater. Hat sich sie dazu, der Tisch spricht's an, ist Gstudel pur. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fehlt der Läusel noch dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel aus sicher Leiwand gefunden.
Ja, da seine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Lech. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Hallo. Die Orgel zum Schluss. Die Orgel, die Orgel, die Orgel, die Orgel, die Orgel, Orgel. Der Tadellos. Der Läusel. Die Urgel, wie der Nagelköder immer gesagt Die hat. Die Urgel. Urgel. Das ist schon die Achtelfrage. Nein, war dazwischen ein Kölsch trinken. Jawohl. Kölsch. Bravo. Ja. Na, die Achteln, Landtagsstrom hat eine. Und das Mariacher, Herr Mandl, Manfred Kraft, Irme. Jawohl, das gefällt mir, das gefällt mir. Der Wein Ja. ist gut. Wein ist gut. Hätte lass, ja. Kann man. Absolut. Wir kennen ihn schon länger, nicht? Ja, aber das ist ja trotzdem. Geht's eh? Elisabeth, magst du auch ein Schluckerl? Magst du auch ein Schluckerl? Ja, das hätte ich bremsen müssen. Wurscht. Das hätte ich bremsen müssen. Kommen Sie? Ja, aber man bringen da man dann nicht. Ist schwierig, ich kann da den Sitzplatz, ich kann das Publikum mir nicht verlassen. Also, warte mal, ja, komm her, komm her. Essen kann ich nichts mehr, aber ist ja trotzdem vielleicht so als Häppchen. Es ist nicht nur viel, hat das meiste dann schon bei mir eingeschenkt, aber Danke, oh danke schön. dann schon das. Ja, warte ein bisschen. Was schon da bist, Elisabeth, sei so nett. Wenn du da bist. Ja, genieß das gleich mit, vielleicht geht das noch Dankeschön. Staub sagen. Danke. Danke. Ja, dann gib's her. Ich nimm's dabei. Ich Er nimm's stürzt dabei. dabei zum am Ich danke dir schön. Teetisch. Ich danke dir schön. Fällt dir Patrick, nicht auf der Käse drauf, auf die 4 Sahne. Das ist, Patrick, red mit den Leuten. ich rede mit, ich wollte mir gerade ein Stückchen von. Nix, es ist alles in Ordnung. Ist alles gut, ist alles gut. Danke, Zum dir, Lüste. Weil habe ich kein. Elisabeth, sehr zum Wohle, auf dich auch. Oder ja. Ja, Ich warte muss mal. mit meiner Frau Ami kurz Soll ausstessen. ich's noch bringen? Nicht, dabei trinkt man nicht, das trinkt man mehr aus. Ne? Patrick, das ist klar ausdrunken. Geh, bringst einen grünen Veltliner privat, bitte. Ja. Was zu lieb ist. Entschuldige, es sind wichtige Weingeschichten Ja. jetzt. Dass man Der wieder- Patrick, jetzt ist der hätte jetzt gesagt, nein, warte, wir müssen erst austrinken in 2 Minuten. Schau, der Achtler kurz da noch. Ja, aber das. Und du? Ah. Was? Immer doch, ich pausiere kurz einmal. Soll ich die Erdbeeren mitnehmen? Nein, Ja. lass da vielleicht noch. Ja, ja. Das ist Dessert. Ja, das kleines Dessertschal ist nicht so schlecht. Als einen Abschnitt machen wir unseren Tee. Mit dem persischen Tee. Teetisch. Können wir uns auf dem persischen Teetisch dann servieren? Das ist eine gute Idee, ja. Das ist leilig schon, oder Ja. ist das eine Einbildung? Was soll ich da sagen? Du, wir könnten einmal ein paar Flatschen am Teetisch machen. Vom Teetisch. So im Türkensitz am Ja, Boden. quasi, ja. Wie wie lang? lang? Das wären die Wie ersten lang wir Flatschen, aushalten? die relativ kurz sein werden. Ich glaube ja. Ich kann nicht mehr, ich muss aufstehen, ich Ich muss kann nicht aufstehen. mehr. Ich kann nicht mehr. Willst du im Ah, Schlafen? dabei, nein, Dann nimm da was, Aber Patrick. ich dampf, du hast besten Geschmack hier. Na, gib her. Der Teetisch besteht ja aus 2 Teilen, dieser hier. Ja, das ist ja auch angerannt. Ja, das geht. So. Man kann, fällt mir gerade, man kann ein Wasser auch zwischendurch trinken einmal, oder? Kann man. Ja, das schenkt man aus. Jetzt kommt ja mein Liebling, der grüne Veltliner privat. Markus, willst du nicht noch mal die Stärke Nummer? Herrlich mal biete mit einer Prise meiner verliehenen schwarzen Humor, ja. Ja, voll viel schwarz. Humor, meine ich. Ja, aber das gefällt Ja. mir auch von dem. Hat die Monika super geschrieben im Text. Ist kein Zufallstext, ja. Was kein Zufallstext? Was wolltest du jetzt damit sagen? Naja, so, wir haben uns heute über Texte unterhalten von Liedern. Mach jetzt einfach
Für mich, fällt bei mir in der Kategorie Zufallstext, ist, wenn einfach Arsch, schlecht ist. Das ist Ist kein Zufallstext. Das ist, manchmal sprichst du lustige Dinge. Naja, warte mal schnell, ich muss erst einmal spülen. Spül einmal. Aber- Jetzt machen wir altes Wernerlied. Hätte ich vorgeschlagen. Altes Wernerlied einmal. Was wir schon länger nicht gespielt haben. Schon länger nicht gespielt haben. Was hallo, das da runterladen. Kein Wariberg. Schon lange nicht gespielt. Die Klagenfurter haben wir aber auch schon lange nicht gespielt, jetzt in der Zwischenzeit zum Beispiel. Oder ich weiß, ein uraltes Häusl auch schon ewig nicht. Jetzt habe ich Schnagel. Fällt mir gerade ein. Nicht die, weil Ui, blöd eine Geht die Leute haben zu wenig Geld, oder die Korbis? Ja, das ist auch gut. Ja, das ist überhaupt noch schöner. Ja, aber da muss ich jetzt erst den Mund spülen vom Frisch. Er hat den Mund wieder so zu voll genommen. Nicht? Das ist, Ja, ne, weil ja natürlich auch frisch gereinigt wurde. Ne? vielleicht ist diese Mundhygiene gar nicht so gescheit. Ja, Man das sammelt noch mehr als vorher. Das ist, Das ist mir beim Singen dann nicht, dass das alles rauskommt. Das würde ich euch nicht zumuten. Das wäre ja das ist für euch keine Gefahr, für mich nur. Das ist, ein Pawlacisten Palawatsch. Ja, kann man sagen. Kann der Patrick in Text und Telefonbuch Polka geht sicher flüssig runter heute. ich habe Spitzerl, ich spiele es. Lass nicht so blöd dabei, weißt du nicht. Ja, was? Das ist ja peinlich nahezu. Ist doch nicht peinlich, ne? Ein heurigen Musiker, den So Spitzer. ungewöhnlich bei mir, aber ich habe wirklich ein Spitzerl. Danke, ja. Frau Gräfin, Sie dürfen das danke. Boah, Grüner Wettliner Ich danke Privat. schön. Danke. Grüner Wettliner Privat Handwerk. Ja, super, ne? Mir ist der eingeschenkt an, 10%, ja, aber- an Kiwi. Und zwar An haben Kiwi wir da ist den der 2018er. Ja, Ich nur den heute lässt noch. ja, klar, hast du mir eingeschenkt. Bis zum Rand rauf. Die schmeckt ja nicht so, dass der nicht beim Frischen Wein. Sagt er immer. Jetzt redet er am Bläsen. Jetzt redet er wirklich schon im Fieber. Nein. Würde ich gleich testen. Nicht der Jungweintrinker. Ja, Na, Jungwein trinken will ich. Nein, aber schon der heurigen Trinker, muss ich ehrlich sagen. Also heuriger Wein. Wobei ab und zu sowas. Ja, wann unser Wehr betracht, da war's kein Wunder, wann man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch gegeben was übergeht. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen. Ein Buchhändel, ein guten Wein, hat auf keinen Tisch nicht gefüllt. Doch schaut mal heim, wie's zugeht dort, da drunter im Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Grieder gemacht, die Fabriken zugesperrt über die Nacht. Wo die Weber gewebt haben, Seidenschein, steht auf Fassad samt Fülle. Von Buchhändeln ist längst keine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles höht, die Leute haben so wenig Geld. Ja, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. A wer noch n alten Schlag, wie's einmal war, kommt keiner noch. A Kernfigur mit Gestell benannt,
Hernach der Schnitt vom Sonntagsgewand, am Kipferlandzylinder dran, nach links ein bisschen Viereck schon, das Manchester-Regal Hosen gestellt, a Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersammann nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb? A Giegel mit ein drarer Hut, die Gestalt die reinste Missgeburt, ein Stiefel keine Absitz dran, das Gewandl haben's vom Tandler an, das ist so dünn wie Flusspapier. Im Sog sind's miteinander stier, zum Auftragen jedens ein Masel fällt. Die Leid und so wenig Geld, ja, ein Frittis auf der Welt, ja, ein Frittis, die Leid und so wenig Geld. Karl Jawohl. Lorenz um 1880 herum. Jawohl. Aktuell das Lied unglaublich. Das ist noch 140 Jahre oder länger. Ja, wirklich Schöne wahr. Nummer. Ja, wirklich wahr. Jetzt kostet er mal. Kostet einmal. Ein bisschen Luft oder kriegt. Ah, sehr zum Wohle, gell? Auf euch. Die Reihenfolge mir auch gut überlegt, natürlich. Nein, sicher, die Abfolge. Ganz klar. Nein, das ist selbstredend. Das ist selbstredend, das ist ganz klar. Ich bin ja noch, beim vorherigen war ich ja nicht so schnell runtergeladen, nicht? Ich genieße mehr. Frostschutz im Wein, das gab's schon mal. Ja. Was war noch in? Ich glaub, meine Erbtat, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die 1000 schon im Schuh und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nichts zum Tschechen, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft ist schon Hass auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Als Kind hab ich oft vermissen, als Freund die Tante freundlich gewesen. Das fiel mir oftmals ziemlich schwer. Aber wenn's heißt, man kennt was erben, dann soll man sich's verderben. Na, aber ich glaub, dass ich das erlebe. Ich erlebe nicht mehr. Weil ich glaub, mein Erbtat, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft nicht erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon in die Schuhe, hab nichts zum Tschechen, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft ist schon Hass auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Da braucht sie aber keine Sorgen machen, ja, dem mir das Havaré vergift, die haben so 1000 Euro. Kenn ich noch einen Schluck privat. Nimm noch einen Schluck. Oh, der Fuchs. Ja, der Franz Barth leider haben immer zu wenig gehört. Das war schon immer so, hat sich nichts geändert. Ja, das stimmt. Das Wiener Lied das bezeugt das ja, ne? Diese Wiener Lieder bezeugen das. Die Wiener alten- Lied singt aber auf der gleichen Seite immer von der goldenen Buchhändelzeit. Immer. Einmal war. Immer. Und am meisten wird von den Buchhändlern gesungen, dass es einmal war, wenn die meisten am Tisch sind. Das Ja. stimmt auch, das ist ja so. Ja, die gute alte Zeit halt. Ne? Die gute alte Zeit, die ist halt. Die ist gar halt, nicht so gut war, aber sie ist immer so Naja, oh ja, aber die hat es ja nicht gegeben. Die gute alte Zeit ist ja mehr eine Wunschzeit. eine Wunsch. Eine Die war gut. Wunschvorstellung, gell? Die war gut, ja. Das hat sie nicht gegeben, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Der Patrick ist ja schon zu Hause, da braucht er nichts suchen.
4. Ich gehe gemütlich heim. Müsstest du singen. Alter Fuchs, bist du deppert. Früher hat gereicht ein Wort. Jetzt hab ich's. Nein, eine Silbe. Nein, das Jetzt muss er schon das ganze Lied aufsagen, dass er weiß, was gemeint ist. Das wird doch. Was muss ich werden? Ich gehe gemütlich heim. Aber koordinieren. Hände und Zunge. Du musst koordinieren. Der macht sich lustig über mich. Dass man nicht einfällt, weißt du, das ist ein Leiber da frei. Ich werde das schon früh sagen die ganze Zeit. Ich gehe gemütlich heim, so fängt es an. Ja, das weiß ich Da steigt man wie am Darm. Kann- Noch weiter, soll das ganze Lied versichern? Soll ich singen? Wie wollen Sie sein? Soll ich anfangen? Du steigst ein, Fang du anfangen, du steigst ein, ja? Lise, entspann dich, er ist gesund, tun sie. Mir fällt der Text nicht ein. Du warst das schon lange, gell? Ja? Sing, das komm her, sing. Die diverse Pavlatschingers werden sich denken, Ah. Alter. Was? Nicht? Ich geh gemütlich heim, da steigt noch wer am Darm. Herrgott, na, was hab ich Flucht, was am Sofa auf der Gossen sucht? Hat der Lackelbläher, was suchen's auf der Rehe? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders findest nicht, na, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gröl ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst hat's auf jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fängt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Nein, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lerne gehen. Da will ich auf die Knie da rutsch und wie ein Baby die Krawatten lutscht. Da schreit ein alter Mann, so laut als er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon Hund wird Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere. Weil anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gröle ich alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst hat's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Ah, wo ist du schon das? Bitte um Verzeihung. Sowas muss aber nicht gehen. Also das Nein, ist ja Patrick, fast unglaublich. Patrick, der beste Weg wäre jetzt nicht mehr darüber zu reden. Naja, hat Glaubst schon du, eh. kann ja jedem Ja. einmal passieren, nicht? Dass man Ja, Das kriegst du ist falsch gesagt. Da haben wir es wieder. Das letzte Achtel von Patrick hat was gehabt. Ja. Das war das Wasser, glaube ich auch. wir fahren mit Nummer Es kommt vom Dampfen, der Herr Mandl, ja? Ja, haben wir fahren mit Nummer 34 zu Ja, sehen. ja, klar, Patrick. Ich wollte es da nicht so sagen, aber es liegt schon. Ja, was tun wir? Ich glaube, er spricht im Fieber. Naja, aber ich meine, muss ich sagen, wirklich tadellos. Da war tadellos eingefunden. Was? Ja, das ist halt eine halbe Stunde. Du, aber ich glaube, jetzt muss die Leute unterhalten, jetzt muss ich jetzt zusammenbringen, Jetzt weil, ist es soweit, gell? weil ich muss raus, weißt du? Ich suche mein Gleichgewicht. Oder eine Achtel, Patrick. Unterhalt die Leute. Dann muss ich schon langsam auch wohin, aber da geht du einmal. Dann gehe ich schon langsam vor. Wir haben ja da, wir haben sie Aber nicht ich habe weit aufgestanden, hier, aufgestanden. Warte, ich muss da über den persischen Die Tisch und und über über den Stiefelknecht, Stiefelknecht. was wir alles in dem Haushalt haben. Wer weiß eigentlich noch, was ein Stiefelknecht ist eigentlich? Ich habe das auch lange nicht, also ich habe schon gekannt natürlich, aber verwendet habe ich nie. Wenn man älter wird, ist das ein durchaus praktisches Utensil, nicht? So ein Stiefelknecht. Nicht? Man braucht sich nicht bucken, wenn man die Schlüpfer oder die Stiefel auszieht. Nicht? Mit dem geht das. Dann der nächste Vorteil ist, Stiefelknecht, auch die Stiefeln voller Kot oder Lehm also sind,
braucht man sich die Hände nicht dreckig machen. Das kommt noch dazu. Also ich finde das schon leibend, die Erfindung, so ein Stiefelknecht. Warum das so aus der Mode gekommen ist, ich weiß eigentlich nicht. Vielleicht wird weniger Stiefel getragen wird, dann Schuhe kannst du leichter ausziehen. Vermute ich einmal, dass das so ist, aber ich weiß nicht. Mir gebämmerten, ich spaziere mit meinem Dulli-Dullier. Nein, Dullier haben wir heute noch nicht, aber gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht, aber sicher nicht. Was ist da wieder? Pavlacisierende Ulrike. Nein, ich weiß nicht. Es gefällt mir nicht so gut. Eigentlich nicht, wirklich nicht. Nein. Was habt ihr denn noch für einen Wunsch eigentlich nicht? Was soll man denn noch spielen? Ich glaube, ich weiß schon, was wir machen. Ha, Idee. Klaus ist schon da. Wunderbar. Ist ja da. Eine Idee. Oi. Pass auf den Stiefelknecht. Ja, auf. warte, Ich hab was- die Leute gefragt, was mit dem Stiefelknecht, warum der aus der Mode gekommen ist. Ist ein sehr praktisches Utensil, finde ich. Man braucht sie nicht Oberpumpen, Ja, wenn man keine Stiefel aber hat. Stiefeln, das geht mit Schuhen auch zum Ausziehen. Ja, aber es geht, wenn ich hinter auf die Sohlen draufsteige, auch. Da wird die Sohle wieder abgenützt. Ja, da nicht. Nein, weil das schön hineinfährt und gleichmäßig ist. Da hast du punktuell so Nudeln, nicht? Wenn ich Nudeln. Wenn ich da. Ich, Der Rudi Korber schreibt, Was? über den Stiefelknecht gibt es ein Lied, ja. ja. Der Herr Neuser-Bums, der Kurti hat das ja gesungen, mit der Fabrikgürtel auch, ja. Auch der Franz Brandwein schreibt hier, wenn nicht Emojis druckt, stürzt ihm der Streamer ab. Ja. Lustig. Ja, darum schreibt er noch Achtel. Das ist auch gut. Ist vollkommen in Ordnung. Gute Idee. Franz, Völlig in Ordnung. das ist ja was, das ist ein Pragmatiker, der weiß, um was es geht. Plan A geht nicht, geht der Plan B auf. So ist Absolut es. leibend. So stellen wir es vor. Ja, ich muss einen Schluck da nehmen, weil dass ich endlich zum Privat komme. Ja. Was hast du jetzt für eine Idee gehabt? Die Heiselfrau, der Rudi Korbes hat es Ach so, schön das- gemacht. Nicht? Also, Ach so, die ich machen glaube, aber du heute hast. aber wirklich auf der Steirischen. Ich komme da einer und du sagst, ich habe eine Idee. Ich hole Also, komm her, ich habe eine Idee. Ich hole mir sogar das andere Instrument. Das ist sportlich und elegant. Die Megabämperten, ja, ich marschiere mit meinem Dulli. Dulli, ja, jetzt wird der Patrick das Steirisch. Du darfst ruhig rein, aber hast du gewartet, bis ich. Na, geht schon. Ich werde, du willst was reden, oder? Nein, ich will Ein nichts reden. Vortrag oder was? Nein, ich will nichts reden. Das ist, weil. Ein Jetzt Gehörer. redest du. Ja, ich rede eh schon viel heute. Jetzt redest du. Viel Blödsinn. Nein, kann man so nicht sagen. Das ist nein, da stehst du den Schäfel und das Lied. Ja, beim Louis kriegst du einen Stiefel nicht, ja. Weil man heute, so wie zum Beispiel bei mir in der Klause. Vor allem, man macht sich die Hände nicht kotig, das habe ich zuerst schon erwähnt. Ne? Ja, nein, weiß ich schon. Aber wir haben ja in meiner Klasse habe ich ja auch ich mein, kein Leben ohne Gummistiefel. Nicht? Aber ich mein, Da ist der Furchengatsch noch da mittlerweile. ja, aber das ist schon super. Das Also, ist schön dort. ich habe lang gebraucht, bis ich dann endlich die, weiß nicht, ich glaube 250 Euro oder fast 300 Euro hingelegt habe. Und das ist schon wild. Das ist schon wild. Ich meine, die am liebsten nur die anziehen, nicht? Das ist ein Kautschuk, irgendwas, was und innen da komisch gefüttert. Kannst du im Sommer auch tragen, das ist ein Wahnsinn. Aber im Stall zieht man die nicht an einmal. Nee, ich habe ja keinen Stall. Nein, das geht nicht. Ja, aber kennt das war vollkommen ein Problem. Nein, da gibt es ja aus dem Lagerhaus die Schwarzen. Ja, gut, ja. Aber ich habe ja nicht, aber wenn ich was da so zu tun habe, ist fast immer Gummistiefeln angebracht, weil Wo ist denn du das? hast immer Gadget. Hä? Beim Schuhmacher deines Vertrauens oder was? Beim Beim Jagerausstatter. also Alpjagd. Im oder so. ähnlichen Waffengeschäft. Also im. Ah, okay. Ja. Nein, das. Aber wirklich, also Kaufe ich dann auch Gummistiefel. einiges. Ja. Aber gegen früher sind eben die Gummistiefel, du hast einen Zip. Deswegen brauchst du nicht mehr unbedingt einen Stiefel nicht. Weil man der Stiefel nicht, den Ob kannst der du Zip immer verwenden. so dicht ist. Ja, der bleibt. Zip nicht, aber es ist hinterm Zip ist ja diese Falte. Aber diese Ja, Falte das ist wirklich dicht. wasserdicht. Ja, das sehe ich als ein Kautschuk.
Die ist dicht. Was du im Wasser stehst, Ja, das ist ein Gummistiefel. mit der Zip. Ja, aber das innerhalb vom Zip ist ja dann diese Ja, das verbreitete Ding. Ja. Traut dich nicht. Ja, das ist ja nicht gnad, das ist ja gegossen. Ich weiß Oder wie schon. will ich? Nein, eben. Ich Ja. weiß schon. Naja, nein, ich traue dem schon. Bis Das der bei kennt 300er Schleim muss dem trauen. Nein, das ist. Das stimmt, kannst du schon trauen. Also, was machen wir jetzt? Also, die Heiselfahrt. Der Häselfahrt, na, das weiß sicher. Warte, Aber ich extra gehe. das schöne Instrument hier genommen. Der Stiefelknecht in der Klause ist bestimmt stabiler als deine Stühle. Der Landtagsstromer Markus, ja. Ein der kleiner ist Seitenhieb, ja. Gut, das war dieser alte Plastiksessel. Ne? Moment, das weißt du doch gar nicht. weiß ich alles. Ja, Geschichten weißt du. Der Landtagsstromer hat gesagt, wo ist schon De dazu? facto ist der Landtagsstromer und hat sich hingesetzt und einen Sessel hingemacht. Und es gab nur Gelächter. Nicht etwa das Angebot, dieses wertvolle Stück zu ersetzen, nein. Gelächter, ob der Tatsache, dass es echt gescheiter war, weil ich mir neu gekauft hätte. Naja, das ist halt so. Das sind diese gefährlichen Plastiksessel. Je älter der wird, umso instabiler wird das Ganze. Ja, und Das vor allem, brauchst du nur anschauen, mehr dann. aber bevor sie werden, werden sie so unglaublich schier. Obwohl das sind eh die Gegner. Also von den Eltern übernommen, dankenswerterweise. Haben sie die alten Terrassenmöbel, also ich gesagt, okay, die gehen wir auf. Aber dieses Plastik wird mit der Zeit sowas von hässlich. Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber was sollen wir machen? So, wir spielen jetzt, ne? Ich warte nur drauf. Also, Machen wir zuerst was mit der steirischen? So, als Achso, du Eingewöhnungsphase. weißt was anderes. Ja, was anderes meine ich. Ja. Ja, machen wir was Der anderes. Patrick ist wie ein Gummistiefel, sagt der Christoph Acker. Frech wird er schon wieder. Dicht. Frech wird er schon wieder frech. Nein, ich finde ihn einfach einen guten Beobachter da. Okay. Der Szenerie. Von dicht nach weit weg. Also ein Spitzel habe ich. Ein schönes. Schön. Ein Spitz mit Gummistiefel, was? Das macht mir Spaß, oder heute? Flop. Ja, der Landtagssturm wartet auf den Brief von meinem Anwalt. Ja, das Problem ist, mein Anwalt, den muss ich wechseln. Weil mein Aktueller, der trinkt, naja, der trinkt so viel wie der Patrick. Er Und trinkt das mehr als ich. Und irgendwie, der kommt ja zum Briefschreiben. Jawohl! 7. Entschuldigung. Ich bin ein steirer Bull. Ein steirer Bull. Und hoher Kehrt Natur. Ich mach ja gewiss kein Schau. Mein lieben Steirerland. Ja, in der Steiermark. Da sind Leute groß und stark. Sind wir die Donnerbahn. Bei uns daheim. Ja, in der Steiermark. Da sind Leute groß und stark. Sind wir die Donnerbahn. Bei uns daheim. Und im Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Rund im Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Drin wohnt ein Mägdelein, sie soll mein eigen sein. Die schöne Burgenländerin. Drin wohnt ein Mägdelein,
obendran haben wir's doch. Mama, Mama, heute braucht man kein Pyjama. Mama, Mama, heute gehen wir nicht ins Bett. Mama, Mama, heute braucht man kein Pyjama. Mama, Mama, wir haben getan, wir nicht. Wir trauen uns auf und trauen uns zu, es wird schon braun. Weil das Geld auf ihrer Würde fressen kann. Schiefe Obsitz und im Leben schon verloren. Obendran haben wir's doch. Pfui. Das ist Heavy Metal. Jawohl. Heavy Metal, Heavy Metal. Bisschen. Ohne Halbtonverschiebung, sagt der Markus Bristol. Na, selbstverständlich. Ja, eben dicht. Franz Bartwein hat die Achtel eine. Was Achtel? Da gibt es keine Halbtonverschiebungen. Das war jetzt aber anstrengend. Du. Ich habe auch kein Wein im Glas, nix. Ich werde die sofort eingießen. Ich muss gähnen, wegen der Sauerstoffmangel. Das habe ich gelernt. Gähnen ist Sauerstoffmangel. Welche Gründe das Ich haben? habe bei dir die Dampferei, keine Luft. Die Dampferei, keine Luft. Ne? Die Fresserei im Vorfeld. Aus seinem Mund. Da dampft gar nichts. Also, das Fenster ist offen. Ganz Ja, Eibelstal Spalt, gehört mit. Ja, ich halt nicht. Aber gut, ja, die sind kaum mal gewöhnt. So, also dann. Ja, absolut, die kennen mich jetzt ja schon 3 Jahre. Ja, eben. Zum Wohle. Hast du dann immer gesagt, wenn es laut wird, geht's einfach zu dem Haus im Osten. Ja. Und Ruhe. Ich find's lustig. Fritzer Stadtlos, jawohl. Rudi Korbis hat auch die Achtleine. Ein Hit. Manfred Kraft. Unterschied. Ist eh schon spät. Ist eh schon spät. Was haben wir denn Ja, jetzt wir da? werden 3/4 ist. Wir werden schon langsam aber sicher. Ja, Wieso musst du heimfahren? natürlich nicht, aber es sind 2,5 Stunden beim Latschen immer. Ich meine, was? Warte, ich blende nochmal aus den Hinweis wegen einem Hut, wegen einem virtuellen Hut, um ihn gleich wieder einzublenden. Vielleicht hilft es. Das Das ist Changing ist ein Tool, das man verwenden kann. Ja. Ja. Na, weißt du, vielleicht, dass das so eine Art psychologische, Ein Effekt. ja, so hat, weißt du, oder oft, jetzt muss ich was zahlen. Kann sein. Möglich. Glaube ich zwar nicht, Aber ja auch nicht, aber möglich. wir wissen es ja oft nicht. Wir wissen es ja oft nicht, was passiert. Ja, das ist. Ja. Ja gut, ich meine, was sagt er? Das ist der kein Luftmangel, sondern zu viel gegessen, sagt der Rudi Korbis. Nein, das stimmt nicht, das weise ich ab. Einspruch. Oh ja, Ehren. Was ist jetzt mit der Heidelfrau eigentlich? Achso, ja, da haben wir gesagt. Der habe eigentlich die Harmonika geholt. Weißt du? Ja, bitte, wir können sie ja spielen. Du musst mir nicht gleich auffahren. Du fahr kannst jetzt ja auch nicht einfach, vor. Ich eine du kannst ja Frage. einfach sagen, so, ich spiele sie ein. Was glaube ich, sofort steige ich ein. Sofort steige ich ein. Noch viel. Das ist vielleicht noch Erdbeer. Ein bisschen Unterlage. Eh da drin und die Erdbeeren. Das ist. Ich bin schon da. Ja, es ist halt. Jetzt geht's schon, spielen wir schon. Ja, ich bin bereit, ne? Das war aber schön gedämpft. Ich war noch im Lesen von den Ach so. Kommentaren. Deswegen. Geht schon. Sie kennt alle, die jemals am Fruchthof dort waren. Künstler und Hack, der General, direkt da. Ah, jeder tut sie friedlich grüßen, egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein, ja bitte Zinse, hört man gerne.
Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschrift geht das Schürzelblau mit Zinsi, mit Zinsi aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende Hake und Co., sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häselputzen, denn man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerberl rein, ja bitte zieht sie. Hier mal gerne, auf geht's! Reis an die Müll! Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe geht das Schürzelblau mit Zinsi aus Stadtlau. Gut ist gegangen, X ist geschenkt. Gleich angefangen, gleich aufgehört. Der Landtag gefällt mir. Psychologische Kriegsführung zuerst verschrieben mit physiologischer Kriegsführung. Physiologische Kriegsführung ist aber auch. Da muss ich ehrlich sagen, wir zwei waren zuerst mal mit der physiologischen und wenn die wirklich gar nichts helfen sollte, dann steigen wir Dann auf die steigen wir auf die psychologische um. Ja. Aber vor die physiologische, weil da schlagen wir alle in die Flucht. Ja. Wenn wir mal einer Ja, ja. Armee entgegenhatschen, Die Flüchten. die flüchten. Ich kann nicht auf den schießen. Das geht ja nicht, das ist ja Das ist gegen Vervölkerung. na, das geht gegen alle Konventionen, was der Kinder gelernt hat. Das ist halt. Nur dazu, wenn man dann so anfängt, auch noch vielleicht, da rennt man ja wirklich. Wie meinst du noch? Was du dann so spielst, auch. Wenn der Dudelsack kommt, wird's gefährlich. Die Traume in den Händen sitzen Reben drinnen. Sein Kuh ist schwarze Männer, dann die Leute umbringen. Die haben ihn gefriesen, mit Kuh in der Sackschabin. Aber den hat der Teufel, der sich da einrät. Aber den holt der Teufel, der sich da einrät. Der Wirt muss in Köln, muss einer Wein verholen. Dabei haben's die Reber, sein Ladl mit Geld gestohlen. Dann packen's die Stalltieren, die schreit, gibt's einmal Ruhe. Aber Treiber, die lachen und packen fest zu. Aber Treiber, die lachen und packen fest zu. Auf einmal geht die Tier rauf, kommt der Grasleine. Der schreit es verloren, hucht so ja grad auf mich. Lass geschwind die Tieren los und gibt's dem Wirten sein Geld. Wir holen uns von der reichen Leid alles, was uns noch fehlt. Wir holen uns von der reichen Leid alles, was uns noch fehlt.
man Schrammelharmonika rausbringen kann. Du, sagt Ja, das sagst du. Klang irisch, sagt der Uli Slonik. Ja. Anfang erinnert an die Dubliners Landtalstromer, ja. Ja. Du, der Christoph Acker fragt, gibt es in Eigestal heute eigentlich eine Betonschneidemaschine? Das ja, wahrscheinlich nicht, aber interessiert uns ja auch nicht, Interessiert uns auch gar nicht eigentlich. weil wir ja gar nicht mehr auf die Straßen rausgehen. Das ist die einzige Person, die wirklich noch ansatzweise natürlich irgendwo ein bisschen mit einem gewissen, ein gerüttelt Maß Mitleid versehen gehört, ist die Lissi vielleicht, kann man sagen? Nein, ich glaube schon. Wieso? Ich glaube schon. Naja, weil die Arme kriegt immer nur einen Schluckerl von den Flaschen, aber sonst nichts. Elisabeth, hast du schon einen Privat bekommen? Red gar nichts mit dir. Ja. Was das? Sie belächelt dich. Magst du einen Privat haben vielleicht? Achso, das muss jetzt das aus. muss aussehen, ja. Da ist alles gut. Gott sei Dank sagst du das dafür. Ich muss nur zwischendurch am Ende. Achso, der eigene Flaschnutz. Ist das arg? In der Würstel. Nein, also Betonschneidemaschine gibt es nicht. Nein? Ein Highlandsteirer, super, ja. Highland, ja. Ja, ist ja tatsächlich so, dass diese Musik, eben diese Bordun-Musik, wie man so schön sagt, halt im Mittelalter überall vertreten war, daher. Und in England, Und spricht böse Zungen, spricht meine zum Beispiel, behauptet ja, in Irland ist die Musik stehen geblieben. Ne? ja, naja, Die hat sich nicht so weiterentwickelt wie in Mitteleuropa. Ist so. Ist ja, wobei sie ist sich nicht dort schlecht, ja ist jetzt- weiterentwickelt. Es ist halt nur, Ah, es sie ist war- halt, sie- es ist halt mehr auf dem Blim, ja. Auf Es dem ist Blim, halt so halt ja, ja. die Absolut, Portion. ja. Weil man, Absolut, es ja. hat sich ja die Musik. Generalbass und so weiter, Basso Continuo und so weiter, was noch gespielt worden ist, ja, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Der Walzer war undenkbar, wenn das nicht weiterentwickelt worden wäre. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Ne? Das stimmt, man muss aber jetzt Bei zur Wiener Walzer, Ehrenrettung ne? sagen, du hast ja sehr wohl in der Volksmusik, in der englischen, sage ich jetzt mal allgemein, hast du ja keine Partuntöne mehr. Also das ist ja wirklich nur, aber ein Teil ist dort, aber ich sage mal so, Ja, dort ja. ist erhalten geblieben. Ja, bei uns ist Und bei uns, also Ja, eigentlich so überall ist es, ja. sonst ist, naja, aber es ist, wo ist es noch? So Finnland, dort irgendwo, glaube ich, ist ja auch noch. Nicht? So in den nordischen Ländern kann man sagen, ist es eigentlich noch erhalten geblieben. Da gibt es ja nicht nur den Dudelsack, es gibt Frankreich ja auch. Frankreich, ja, stellenweise, ja. Und die Drehleier, nicht? Das ist zum Beispiel ja ein ganz anderes Instrument, ist aber das gleiche System wie Dudelsack. Drehleier oder ähnliche, also diese Bordun-Instrumente. Und bei uns hat es eigentlich, und bei uns hat es nicht durchgesetzt. Ja. Oder südlich der Alpen gar nicht. Nördlich, Nördlich schon, in Tschechien Ja, zum Beispiel ja. schon, Slowakei, ja. ja. Wird der bämische Bock wird noch gespielt, Mhm. der allerdings nicht geblasen wird, sondern der gepumpt wird, die Luft. Genau. Und nicht so viel Bordunpfeifen hat wie die schottischen zum Beispiel. Also maximal 2 Bordunpfeifen. Nicht 3, 4, 5, 6. Ja. Ich habe mal einen spielen dürfen, einen schottischen. Also spielen. Ich habe mal probieren dürfen. Und der Musikant, der Niederösterreicher, Gibt es ein paar. Von der Der- Luna und von der Anna Mitter. Ja, genau, nicht den meine ich. Ja, genau. und der sagt mir, willst du probieren? Sag ich, auf jeden Fall. Sagt er, ja, du musst ja quasi du hast da so ein Ding, das musst du aufblasen und dann zusammendrucken und dann kommen hast du die Pfeifenlöcher, also dann müsstest du halt spülen oder nicht, oder wie auch immer. Und also ich bin beim Aufblasen kläglich gescheitert. Also ich habe einen Ton aus, ich habe gesagt, ich bin schon weit gekommen, ich habe einen Ton rausgebracht. Und das war's. Ich sage, bist Depper, das da blase nicht. Sag ich, naja, ich bin auch zu dem Zeitpunkt, nicht, habe ich viel geraucht. Habe ich gesagt, nein, wahrscheinlich liegt es daran. Nicht? Und er sagt mir da, ich rauche 3 Packel Marlboro am Tag. Daran liegt es nicht. Das ist Ja, wie bei ein allen Kosten. Musikinstrumenten immer das Gleiche. Ja, wirklich wahr. Aber das ist ein leider Typ. Gewusst wie und dann einfach Der, Practice, Ja, genau. Practice. aber 2 Köpfe größer wie ich, nicht? So ein Kasten. Und der hat da eine, sagt bloß einmal eine, Wahnsinn. Ne? Also es ist gar nicht so einfach, aber natürlich auch erlernbar. Aber eben der Dudelsack, weil der ist nicht bekannt, aber den kennen nicht viel. Aber es ist bei weitem nicht das einzige Bordun-Instrument. Und Bordun ist eben dieser eine feststehende Ton, der Ton, der gleich bleibt. Und da geht es in die Drehleiern und die war bei uns besonders vertreten.
Du hast quasi also mehrere Seiten oder mehr Dinge und du hast eine Seite und drehst und diese Walzen, die wie ein streicht Geigenboden. über alle Seiten. Genau, und das geht. Und bei einer Seite oder zwei Seiten kannst du die Tonhöhe verändern. Ja. Genau, also die bleibt aber dann gleich, nicht? Also, Der Grund, also der Grund da bleibt ja. gleich und die andere kannst du mit ein paar Tasten, weiß nicht, 5, 6, 7 Tasten mehr, habe ich da gar nicht gesehen noch. Das ist ja dann diese Drehleier zum Beispiel. Das ist dann eher das, da was gibt dann es so bei uns noch mehr Schnarrversichrichtungen drauf. Die Ja, kann ja, man ja. dann, wenn man da einen Stoß gibt, fängt das ja so rank, also ein Rhythmus auch noch hat dazu. Ja, so und dann Percussion, so weiter. Percussion, ja. Das Die Megabeamer von den Bordun, eventuell der Limoni ist ein sehr guter ist ein Gedanke. guter Gedanke. War auch Den mein schauen wir uns aber Gedanke. mal an. Ja, unbedingt, aber Mega, Gute den Geschichte, tatsächlich, ja, sicher. den kennen wir noch nicht. Ja, den kennen wir leider Der nicht. Rudi Korbes fragt, was ist denn der Lisi ihr Lieblingslied? Bitte? Was ist der Lisi ihr Lieblingslied? Fragt der Rudi Korbes. Na, die Wampen und das Gleichgewicht. Die Wampen machen das Gleichgewicht. Jetzt haben wir schon. Ja. Jetzt müssen wir da die Wampen spielen. Der Franz Brandwein gefällt mir aber auch mit. Dudel geht nicht bei uns diese Lawinengefahr zu kriegen. Ein Dudelsack ist eine Waffe. Das ist wie eine Essklarinette. Das ist auch eine Waffe. Ja. Das ist, Nein, ich muss sagen, also ich weiß, wovon ich spreche. der Dudel sagt, der war da bei uns und hat gesagt, du, wie groß ist denn die Gesellschaft? Er hat gesagt, das ist schon laut. Also wenn das jetzt auch, er hat gesagt, im Extrazimmer, er hat gesagt, oi, Ein schottischer da müssen wir Dudelsack schauen. macht wirklich Lärm. Also das ist ja, das ist wirklich. stadionfüllend. Wenn da 10 Leute spielen, ist ja in einem Stadion brauchst du keinen Verstärker. Also das Das hörst. ist erst, ja. Das war echt mächtig. Nein, weil der gesagt hat, naja, es ist eine kleine, relativ kleine Gesellschaft in einem Hinterzimmer. Er hat gesagt, ja, ich muss trotzdem mit Wirten reden, ne? Weil man hört mich überall. Und das war so. Und die Leute sind rumgekommen von alle anderen Festeln, was sie da geschmissen haben, also ein paar Jahre her, schon wieder 2, 3 Jahre. Die sind rumgekommen. So, was ist da los? Und der eine ist da gestanden. Der dazu gerade, dass der Mann von der Anna ist auch das Ja. ist nicht lustig. So viel zum Bordun. So, jetzt müssen wir, der Lisi ihr Lieblingslied. Das ist wirklich ihr Lieblingslied? Die Wampen? Ja, das Gleichgewicht. Das gefällt mir. Ja, Wampen und Gleichgewicht. Wampen, gleich, habt ihr schon gehabt. Ich will gleich mal Wampen festhalten. Das ist. Aber es nutzt nichts, wenn ich dazu sage. Zugenommen die letzte Woche. Nein, Schaut so aus, es schaut nur so aus. Und es nutzt nichts, wenn ich dazu sage, gell? Es schaut nur so aus. Schaut aus, es ist auch unvorteilhaft einfach heute. Aber es ist ja so. Es ist Öfis heißt das ist ein Wahnsinn. na, wirklich wahr. Die Leute schlafen Die schon. Leute schlafen schon. Jetzt gehen sie jetzt aus dem Haus, jetzt macht zu alles. Jetzt nicht mehr. Macht zu das Fenster jetzt. Weil die, was jetzt auf die Gassen gingen, mit denen wollen wir nicht Das sind die reden. gefährlichen. Das sind die Gefährlichen. Na gut, gehen wir es an. Noch ein Walter Häuser heute. Ist was? Ja, geht schon, geht schon. Wenn die Leute in Grenzen gesoffen sind, da tanzen sie gleich renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Lieren. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mein Hund. Ich sag ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Wurzeln Wampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Wurzeln Wampen, die kostet Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt geh, da trifft mich der Schlag. Da legst du doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Hab ich darunter fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was hab ich da? Ja, pass auf. Ich
ich hab ein Mutztraumwand, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampe hätte, wärst du Millionär. Ich hab ein Mutztraumwand, die kostet ein Schippe Geld. Ja, und wenn ich nicht die Wand hätt ich auf der Welt einen Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Joker aus dem Boy, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Jawohl. Elisabeth, nur für dich. Bitte, aber Übrigens, Klaus, ich der Rudi hat es für dich gewünscht, was? muss in Klaus was ausrichten. Vom Müllner Franz bitte einen schönen Gruß. Ja, danke schön. Den habe ich heute getroffen. Wie wir in Korneiburg gefahren bin, ich dann kurz nach Klein-Engersdorf gefahren. Das ist ja geht dann nicht. Sehr lieb, sehr lieb. Bei vom Strebersdorfer Burschen. Strebersdorfer Burschen. Ja, der Franz kurz gewesen. Und das ist mir so. Fällt der Lied ein, ja? Ja, aber der Rudi Korb ist ganz leibend. Klausi, das ist nicht unvorteilhaft. Das bist du und so wie du bist in Ordnung. Ist zwar super. Der Rudi ist ein Wahnsinn. Rudi, das Rudi, ist sehr schön. genau, ein Du musst ja Tränchen. gern Schluck Ein Wasser Tränchen drückt sich da durchs Auge. Weil, man, das ist ja wirklich nicht. Und schon der Georg Scheurer hat sich auch dazu gesellt. Super Einstieg, das glaube ich. Der Georg Scheurer kommt von Strebersdorf zu und wir spielen die Wampen. Das ist natürlich Großartig. Schicksal. Muss ich gern einen Schluck nehmen. Herrlich, herrlich. Na, mir ist eingefallen, ist was ganz was anderes. Ich glaube, dass es so anfängt. Ich Bin bin mir gespannt. nicht sicher. Wir sind, es ist in C, oder? Das stimmt nicht. Wir sind, ist in C, oder? Jawohl, wir haben schon, jawohl! Alle Welt kennen mich, ich bin von der Weltpartie von wer. Gegen mir auf und weiter schenkt, da wird uns viel nicht, so hab's Hauer gehen. Jeder stimmt ein Lied lang, jeder von uns singen kann jetzt verstehen sie mich. Wir sind eine Weltpartie. Jojo, eine Weltpartie, sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, Jojo, eine Weltpartie, wir sind die Weltpartie von Wien. Papalé. Jeder stimmt ein Lied, aber jeder von uns singen kann jetzt verstehen sie mich. Beste Nosen. Wir sind eine Weltpartie, Jojo, eine Weltpartie, sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, Jojo, eine Weltpartie, sie sind die Weltpartie von Wien. Große bunte Schuppenkreuz, ein kleiner bleibt bei einer stehen. Das Bisschen oder in sein Handel, spielt mit und ist gleich dahin. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich. Die haben wir's nicht zu Herzen genommen. Drum ist nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Wunder. Einer muss immer verlieren. Aber ich hab der Leben lang das Wunder. Weil ich vom Kind
Kind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespür, wenn ich war dabei. Ob die wird dort mit aber Freunden, am Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt bei Borgen, doch später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Wie gemunkelt, sagt man dann meistens. Anna, wo immer die Sommer. Anna, muss immer verlieben. Aber ich hab Mein Leben lang die Sommer. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Großmutterkind noch. Jeder Mensch, der lebt sein Leben. Der eine putzt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, ja dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen und sucht man noch einen festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben, auf einmal ist man grau und alt. Anna, wo immer die Sommer. Anna, muss immer verlieben. Aber ich hab Mein Leben lang die Sommer. weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann. Wir reden nur ein Kinder, dem Vater davon. Da war ein kleines Weiberl schon grau und betagt. Die hat zu dem Kinderl in der Wiege eine gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde die Mutter lieb geben. Und die Liebe von der Oma dazu. Der Vater, der war als nächstes dran. Er ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Und da war's wieder das Weiberl, recht grau und betagt. Die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort an lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heut am Bugel, heut bin ich ein Mann. Schon lang ist das Weiberl, die Oma nicht mehr. Aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja daher ist sie so. Du nicht weinen, mein Kleiner, es ist nicht allein.
solange deine Großmutter lebt, wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort am lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Horstmüller. Horstmüller, ein Klassisch. Potpourri an Horstmüller. Schöne Nummern, ja. Muss man sagen, Ja, absolut Horsti, bravo. ja, hat wirklich schöne Lieder geschrieben. Landtagsstammer geht schlafen, recht hat er. Wünsche angenehmes Flohbeißen. Schlaf geht. Jawohl. Sehr gut, nein, da fährt da geht's zu. Uli Slonek, freut sich. Ja, wo jetzt war es Weltklasse. Sagt der Raphael Illmeier und wir sagen Dankeschön dazu. Naja, das ist ein Hit. Danke. Das ist ein Hit. Danke. Ja, naja, den Song schon langsam, wenn wir uns. So, 3 Stunden haben wir, ne? Ja. 3 Stunden haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, das passt, das reicht. Das, Passt ganz gut, ja. man muss uns ja da nicht zuschauen, wie man ein zweites Flaschel privat trinkt. Völlig vernichtend. Ich habe ja eingekühlt, überhaupt ein zweites Flaschen. Nee, ja, du bist ja nicht nur mit einer Flasche gar. Ich habe andere Flaschen Himmel. noch eingekühlt. Ein Haufen Flaschen sind da daheim. Außerdem habe ich noch verschiedene Tonics und verschiedene. Am Himmels Willen. Am Himmels Willen. Das ist nicht so dein. Aber das Selber. ist ja nicht so seins, was da oben steht, weißt du. Den schenken wir noch mal nach. Ja, gerne. Schenken wir noch nach, bevor wir in die Abschlussrunde kommt. Ja, sieh, was der Lanz ja aufs Glasl mit der Flasche. Du hältst so dagegen. weißt du. Ich halte dagegen. Das tun immer weiter runterfahren. Das ist ein Wahnsinn. Ja, unglaublich. Unglaublich, aber ich glaube, es hat euch wieder gefallen. Und wie gesagt, bitte gebt Bescheid. Habe ich schon Nachrichten gekriegt eigentlich diesbezüglich? Da hab ich noch immer das, hast du das runtergehauen jetzt, ne? Ja, das weiß ich nicht. Das ist, Weil du herumtust, ne? das ist in den ewigen Jagdgründen wahrscheinlich unterm Kastel verschwunden, aber beim nächsten Staubsaugen werde ich es finden. Ja, aha, ja. Na, was hat er gekriegt? Bin ich gespannt. Das Testergebnis. Bin negativ. Ja, Klar, ich bin das ein wissen Wiener. wir schon. Ein Wiener ist immer negativ. Ne? Nein, aber unter anderem, mein Bruder ist dabei. Ja, das ist gegangen, genau. Ja. Und der treue neue Eins ist auch dabei. Sehr gut, ja. Ja, passt. Passt. Ja, die Motorrutger, aber wie gesagt, da haben wir ja noch ein Jahr Zeit. Da werden sie noch was da. Ich weiß ein kleines Wirkshaus, die Mäge. Ja, ich singe das noch. Ja, der Mäge kann man nicht so schlagen. Da hat es gegeben früher. Ich hoffe, ich bringe es noch zusammen, stimmlich heute. Erst aber es gibt eine Serie, 2 Münchner in Hamburg. Hast du gesehen? Mit Elmar Weber? Mit Elmar Weber, richtig. Ja. Der Uschi Glas. Uschi Glas, Und ja. und der Hamburger Kreisler. Nämlich. Ja, genau. Oder der Heinz Reinke. Ja, Heinz Reinke. Genau, ja. Heinz Reinke, Burgschauspieler. Stemmen Sie mal wieder, das ist ewig her. Ja. Und Heinz Reinke, ja, war ja bei uns am Spieltanzl, wo wir gespielt haben. Zu Öfteren, Ja, Heinz Reinke. Der hat in Wien gelebt, Ja, ich weiß. Haben wir ein Foto gemacht. In Margareten am Platz, wie heißt das dort, wo die Schlossquadrat ist, dort auf dem, Das weiß ich nicht. in dem berühmten Gemeindebau. Jetzt aber- Im Margaretenhof hat er gewohnt. Aber da war Fotos, weil die müssen wir haben, das war noch Zeit, Ja, Zeiten die der haben wir. Hardcopies. Da haben wir noch keine Digitalfotos gemacht. Ui, jetzt geht's Die jetzt. sind da in diesen Kisten da oben drinnen. Ja. Ist das mal was Ganze so? Heinz Reinke. Die ganze Kisten da oben, das ist alles Heinz voll mit diesen Reinke? Fotos, ja. Und da gibt es eine Ja, ja. herrliche, hab ich vom James Last die Autobiografie geschenkt bekommen von meinem Onkelein. Ich habe sie gelesen auch. Genau, da war eine CD beigelegt. Auf dieser CD waren also so von James Last 2, 3 Die nicht veröffentlichte Aufnahmen. Ja. Und unter anderem war dabei Heinz Reinke rezitiert die Scheißhausballade. Untermalt von der Musik des Orchesters James Last. Das Orchester, James Last spielt irgendwie so dahin. Und der Heinz Reinke zitiert ein Gedicht, die Scheißhausballade. Ganz grandios. Auf jeden Fall, 2 München, Hamburg.
war der Elmar Weber und der wird der Kassen, der andere, der junge bayerische, der immer so Schauspieler, so Volksschauspieler war oder ist, der Wolfgang Viereck. Wolfgang Viereck, der nachher den Bayer auf Rügen gespielt hat, den Kiewerer. Ja, genau, ja. Wolfgang Das habe ich nicht gesehen, aber der Wolfgang Viereck, ja. und auf jeden Fall, ich meine, das hat mich damals schon fasziniert, weil ja der Elmar Weber, das waren also Banker, die aus, in Münchner, Ja, die genau, für die Bayernbank oder was weiß ich, in Hamburg dann Filiale dran. Und der Elmar Weber war ein Motorradfahrer. Und ist was immer mit einer dicken, fetten Honda, glaube ich, ist er gefahren. Das waren beide Wetter. Ja. Also Fritz und Elmar beide. Ja, sind draufgefahren, genau. ne? Und der Viereck auch. Der Viereck auch. Aber in der Serie ist es auch dargestellt gewesen. Da waren das waren die zwei Münchner in Hamburg. Das war, also ich habe das eigentlich total gerne, das Kind halt, hat mir getaugt. Hat mir halt gefallen, war eine super Sache. Und irgendwie nicht, ist mir das jetzt nur eingefallen, weil die Maggie Pemberton ja keine Münchnerin, die in Hamburg lebt, auch keine Hamburgerin, die in München lebt, sondern eine Engländerin, Ja. die in München lebt, aber eigentlich vom Herzen her eigentlich eine Wernerin ist. Ja, und wenn sie sich wünscht, ich weiß, ein kleines Wirtshaus, Ich hoffe, da singst noch. aber ja, da war nicht, War nicht dann. Huche weg. Geht schon. Kein Genieren, der Schaden ist schon angerichtet. Ja, Markus Pristonik, da ist auch wieder weg. Da ist auch wieder, kein Genieren, der Schaden ist schon angerichtet. Weil beim Heirigen, da gibt es keinen Aber das ist ja, aber ich mein, aber das ist ja an sich schon wieder eine so schöne wienerische Floskel. Kein Genieren, der Schaden ist schon angerichtet. Das ist, eigentlich müsste der Wiener ja der lebensfroheste Mensch Da sein. ist er ja auch. Naja, das weiß man Wenn man erst, wenn er von uns gestorben ist. ausgeht. Das weiß erst, wenn er gestorben ist. Der Vierjährige ist aber kein Gescheiter. Ja, das weiß ich nicht, Ulrich, aber das weiß ich, dass der halt mitgespielt hat damals. Und da hat es dann in dieser Serie, jetzt dann gegeben, sie sind nach Amerika gefahren. Ich weiß nicht, der Hut 66 oder so, mit dem Motorradl. Und da sind sie üben gefahren. Da sind sie üben gefahren auf so einen Platz mit den Motocross oder mit Trailmaschinen. Nicht? Das ist ein bisschen halt, das kann ja sein, dass man in ein unwegsames Gelände kommen und so. Also das war echt leid. Christopher Deutsch, das war das nicht eine Zirkusband, ist nicht abwertend gemeint. Naja, nein, Zirkusband war es nicht. War ja gar nicht. Das war die Big Band. James Last war, der war in die 70er Jahre, also 60er Jahre, 70er Jahre, der war teilweise mit 5, 6 Liedern in der Hitparade. Der hat selber jetzt nichts geschrieben, meines Wissens. Einige schon, bis Kaya Ja, ist von ein ihm paar Sachen sind von ihm. Traumschiff-Melodie bis heute Ja, bekannt. ja, nein, ein paar sind von ihm. Ich hätte gern geschrieben. Aber so. bekannt war er halt mit seinen einfach die Arrangements. Nicht? Der Easy Listening hat man das genannt damals. Ja. Und da gibt es schon also einen Haufen Lieder Drüben schreibt er den. oder so Medleys und alles. Großartige Sachen eigentlich. Weltberühmte Sachen, ja. Also eigentlich war er ein Arrangeur. Nicht? Arrangeur, Der hat ja. einfach ein Lied hergenommen. Und das hat Orchester das dann James auf- Last ja. war einfach ist weltbekannt. Ja, Weiß nicht, weltbekannt. weiß nicht wie viele goldene und Platinschallplatten und Dings. Und er selber ein Batzen-Bassist gewesen. Ja. Der war, wie hat diese Jazz-Zeitschrift Kassen in den Franz, 50er Jahren, Karl, Joe, nein, war so. er mit Paul Kuhn, Bill Ramsey, Hugo Strasser und diese Partie war das noch. Also das waren wirklich Happy Sound, ja genau. Happy Sound, das waren wirklich, das waren Batzenmusiker alles. Also Hut ab. Also da diese eingeschworenen Paul Kuhn auch, war ja einmal so das Paulchen Kuhn, das hat er ja selber gar nicht wollen. Ne? Ja, ich meine, das war, Immer diese Geschichten. Ne? aber das waren klasse Musiker. Und Das, ja. der James Last, man muss sich vorstellen, das war zu einer Zeit vor Computer und Co. Ja. Und da hast solche Leute brauchten, die waren hoch bezahlt. In den Radiostationen, Fernsehstationen. Ich meine, die waren in Deutschland, weil du bist hergegangen und hast gesagt, yes, James, wir brauchen am Abend live, da brauchen wir das Lied mit dem Orchester. Und der hat das, der hat sich das runtergeholt, hat das umarrangiert auf das ganze. Top-Musiker im Orchester gehabt, die haben das vom Blaller spielen Hat das denen hinterher einmal kurz durchgespielt. alle angesoffen. Fertig. Meistens ja. Keiner hat es gemerkt.
Ja, nein, das Aber war damals. War so einfach damals. Das ja. war damals wirklich. Nicht nur aufgesoffen, sondern alles andere auch. Auch noch. Hansi nicht, der hat nur gesoffen, aber es hat Ja. eh gereicht. Also wirklich, das war damals absoluter Usus, die waren alle fett. Permanent. Überall, immer. Von da kommt ja auch dieses Klischee des Musikers. Muss man dazu sagen, nicht, das auch mit vielen Frauen und so weiter. Und ich glaube, das liegt ja auch vor allem daran, nicht dass besonders viel Aufreißer waren. Das auch Musiker war immer irgendwie ein bisschen eine spannende Geschichte, aber ich glaube, es war einfach, weil halt viele Frauen das nicht ausgehalten haben, verständlicherweise, den Lebensstil von dieser Art Musiker, wie es damals war halt. Ne? Die waren wirklich für Faxe. Also ich kann es sehr empfehlen, also auch für Nichtmusiker. Ich glaube, mein Leben heißt es, oder so irgendwie James Last, mein Leben, so irgendwie. Wird sicher noch geben. Sehr gute Biografie, ja. Absolut geil. Absolut. Ich habe das Absolut verschlungen. empfehlenswert, ja. Absolut verschlungen. Und da ist eben, und Heinz Reinke. Weil viele Geschichten aus dem Nähkästchen geplaudert und private Geschichten dazu sind drin. Und da erzählt er, da schreibt er Ganz zum ein Beispiel, sympathischer Kerl. da schreibt er Absolut. auch von der Scheißhausplatte, von dieser Aufnahme. Wie das entstanden ist, ja. Weil in der Kantine unten, da vom ARD, ZDF oder was auch Eigentlich immer. war er ein bisschen früher schon dort, weil irgendwelche Aufnahmen angestanden sind. Ja, um Und geht in die Kantine. Und wer sitzt dort bereits um 10 Uhr Vormittag in bester Weinlaune? Heinz Reinke. Man kommt ins Gespräch und 3 Stunden später haben sie das dann aufgenommen einfach. Ja, nein, aber sturzbetrunken. Also Sturzbetrunken, der ja. Heinz Reinke, so auf ihn hat er, In den bester hat er hingesetzt. Weinlaune. Ja, den hat er hingesetzt und hat gesagt, du erzähl einfach. Die erzählst du gern. Und ich meine, wie wir Heinz Reinke kennengelernt haben, ist natürlich so, da war er schon einiges älter und war auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückhaltender. Angeschlagen auch Ja, schon. gar nicht so arg eigentlich, aber es war halt mehr schon ein alter Mann, der jetzt nicht, der war freundlich, lieb, nett. Und ich habe ihn schon ein paar Jahre vorher kennengelernt. Sprich seine Frau eigentlich. Ich habe ihm seine Pfeifen repariert. Also ja, genau, richtig, ja, kann ich mich erinnern. Das war großartig, ja. Kann mich erinnern, ja, genau. Die waren irrsinnig versieft. Ja, ich vom Krieger. Grauenhaft. In einem grauenhaften Zustand gewesen. Ja, das Nachher ist, nicht mehr, nachdem es bei mir war. Ne? Wieso sind wir jetzt auf den James Last gekommen? Über den Heinz Reinke. Über den Heinz Reinke, über die 2 Bayern Zwei Bayern in Hamburg. Und Über die Maggie. Weil die Maggie sich gewünscht hat, ich weiß auch, jetzt heißt. Genau. Das war vor einer Viertelstunde, Genau. spielen wir es. Und die Maggie ist aber, das ist die Quintessenz, ist eine Engländerin, die eigentlich eine Wiener Seele hat, die in München lebt. So. Ja. Jetzt haben wir das halbwegs auf den Punkt gebracht. Und der spielen wir nicht. Da können wir natürlich einen Wunsch nicht abschlagen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte eigentlich sagen, der Maggie kann man keinen Wunsch anschlagen. Also wenn wir spielen können, spielen wir es. Und in dem Fall ist es ein kleines Wirtshaus. Ich weiß, ein kleines Wirtshaus, uralte Ottergringer Volksweise. Ich weiß ein uraltes Häuser, darin ist ein kleines Beiser. Der Wirt ist ein kreuzfides Mandel, serviert den Wein mit sein zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, das heute in Wien kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein ganz Wirtshaus, weit draußen in Unterkring. Dort sitz ich und träume allein. Und wann ich ja dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein.
ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Du, jetzt sitz ich und träume, ich war nie Loch in See, in dem Wirtshaus und Rost, in Ottergring. Und wann das Wirtshaus in Ottergring war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Du, jetzt sitz ich und träume, ich war ich Loch ist sie, in dem Wirtshaus Braust, in Ottergring. Gut ist gegangen. Jawohl, jawohl, für die Mägi, für die Mägi. Die Achteln fallen rein. Die acht noch von denen. Na, was heißt? Danke euch. Raphael Illmeier, danke für den gemütlichen Abend. Miles Davis war für mich einer der besten Jazzmusiker. Ja, Einer, ich meine, gibt es nicht viel. Gibt's viel Jazz. Miles Davis habe ich ja auch dessen Biografie, kann ich sehr ans Herz legen. Ist aber schon ein dickerer Schmöcker, also das ist schon ein ordentlicher Brocken. Allerdings ist das wirklich, möchte ich fast sagen, fast eine grandiose Zusammenfassung der Jazzgeschichte. Aber der Miles weil Davis... Miles so ja, alles mitgemacht hat, also bis zum Bebop, was nachher dann kam eigentlich wenig Free Jazz, ein bisschen noch, das hat damals gerade so angefangen, ja. Mhm. Aber sonst die ganze Geschichte eigentlich auch, Er war ein ziemlicher Vorreiter auch mit vielen Sachen. Ja, absolut. Und Ja. er war halt ein Sucher, aber er war natürlich auch eines, Großartig. das muss man auch sagen. Ich bin kein Fan von ihm, aber trotzdem finde ich ihn großartig. Naja, ja. Das ist mein persönlicher Geschmack, ist nicht meins, aber ein Vorreiter, was Technik angeht, Ja, absolut. Ideen angeht, Skalen angeht, boah, Wahnsinn, unglaublich. Aber er ist nicht der, den ich gern anhöre, also muss ich ehrlich sagen. Ja, naja, ich gehe mir schon ganz gern hin und wieder. Wobei ich schon einer bin, der sagt, Miles Davis, je früher, desto mehr gefällt er mir. Aber er war halt sehr innovativ. Absolut, absolut, ja. Und was mich halt wirklich, naja, ich möchte fast sagen, beeindruckt, ist, dass er, der war ja so permanent schwerst drogenabhängig. Ja. Der hat ja, also was der Entzug Kuren gemacht dass hat. er das so lange überhaupt überlebt hat eigentlich. Da sieht man, wie zart der Mensch, Ja, stimmt. unser Werk da ist eigentlich. Nicht? Der hat sich schon ordentlich was gegeben. Ja. Und war halt trotzdem sehr, ich sag nicht, er war deswegen so kreativ oder was, sondern Nein, trotzdem dennoch, sogar. ja. Dennoch, ja. Ich glaube schon. Aber nein, Meister ist absolut spannend. Großartig, ja. Spannende Persönlichkeit. Als Bester, es ist halt immer schwierig, nicht, wenn man sagt, einer der Besten. Brauchen wir nicht sagen, also einer der einflussreichsten. Chef Baker war dann aber auch Ja. wieder gut. Ne? Ne, es gibt viel. Aber Louis man muss- Armstrong, ja. viel. Ne? Bis in die heutige Zeit. Nicht? Also, Aber im Endeffekt kannst du wieder sagen, zu den einflussreichen, weil die Besten, wir wüssten das das bewerten. ist Ne? schwierig, ja. Aber er hat zu den beeinflussendsten Persönlichkeiten gehört im Jazz. Das muss man schon sagen. Ja, Allein schon, absolut, weil er genau in der Zeit war, wo der Umbruch des Jazz war und wirklich eigentlich relativ alt, ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist, aber er ist relativ alt geworden. Und der hat natürlich das mit Joe Zawinul, nicht? Das also war ja bei ihm mit der Band auch. Aber interessant. War interessant. So, was haben wir? wie nur einer der Großen. Absolut, ja. Bei den Interviews hinter hat mich immer so imponiert,
bei ihm daheim ist gestanden oben im Regal, so wie da bei mir. 2 Stück. 2 schwarze Kisten. Bei wem? Beim Zavinul. Achso, ja. Ja. Dann liegen 2 Schrammelmonate so ein Stück. Ja, stimmt. Mega pampert und sagt, ja, gerade das habt ihr im Winter 2006 in der Kopinselgasse gesungen. Und viele hatten Tränen in den Augen, nicht nur ich. Bei der Schöll, glaube ich, Ja, wahrscheinlich. ja. Ja. Da kann ich mich erinnern, wenn wir mal gespielt und da waren, also ist einer gesessen, also mehrere, aber das war so ein Tisch, das war so die Wiener Unterwelt damals, so ein bisschen an dem Tisch da halt. Und das war schon so, ja, so ordentliche Lakeln, ne? Die Goldkegeln, also schon die ordentliche Partie. Und das kann ich mich noch erinnern, wie mir, ich glaube, das war aber da, wo wir gespielt haben, ist meine Rosenstein, irgend sowas. Und wie der sich da Rausbuben oder sowas, das auch. wie er sich die Träne aus den Augen wischt. Und was so bestätigt, oh Leiber, da haben wir gedacht, Alter, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die Wiener Seele endlich erwischt. Schon. So, der Fritzl geht auch schlafen. Naja, gut, Fritzl, was du gehst, gemacht. Wir sind schon unter 30 bereits in der Zwischenzeit. Ja. Das ist ja doch ein Montag, nicht? Das ist Ja, es ist am Montag natürlich. und das weiß ich. die EM ist auch. Ne? Wie wir von, jetzt nicht mehr, nicht, wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, Jetzt, jetzt wird nur die Nachbesprechungen sein. Noch und so nicht, aber ich glaube, wir können wirklich festhalten, wir werden jetzt da, glaube ich, das beenden, weil die Flaschen privat neigt sich dem Ende zu. Ja. Ich gehe ja auch ins Bett. Ne? Warte, geht auch ins Bett und auf jeden Fall zwinkert. Der Patrick zwinkert mich an, wie in der Ich Volksschule. glaube, einen Gin Tonic werden wir noch packen heute. Ne? Das auch noch. Meine, nicht, weil es nicht schon genug war, aber. Nein, schon da nicht. Nein. Du hast keine Naht. Bockenpulver kann ich da geben. Bockenpulver, Weinstein-Backpulver Ja, sogar. Ja. ja, besser als nichts. Besser als nichts. Aber ich sage euch was. Ich glaube, ein Rennen ist auch noch irgendwo versteckt. Renne räumt den In Magen. meinem Necessaire, was immer, meine Kosmetiktaschen sind immer noch welche drin. Ich habe schon angeredet, aber das ist Ich wurscht. glaube, anbauen wäre erst morgen. Wie es ausschaut. Warum glaubst du, schläfst du nicht hier, sondern Ja. das, Warum schlafe ich darum habe irgendwo, ich mir schon überlegt. irgendwo draußen, auf der Straße? Ja. In Eibestal, mitten in Eibestal. Wenn jetzt der Skandal von Eibestal, wenn das kommt, dann wisst ihr, das war die 16er Buben. Der berühmte Skandal von Eibestal ist ja nicht gewesen, wie das sein. Sie finden splitterfasernackt, begleitet lediglich mit einem Spitzendeckel aus dem Hause Rutger Graf, Das war aber was einmal. mit in der Köllergassen. Eine Schlagzeile wird das. Ja. Das war in der Nenner Schlagzeile. Ja, ja, das war ja interessant, solche Sachen zum Beispiel. Ja, ich meine, jetzt Das sind sicher. aller Gewaltdinger. Das Ja. gehört ja, Aber- das gehört ja eigentlich richtig einmal forciert eigentlich. Nein, eigentlich schon. Eigentlich So, so, einmal. naja, aber das ist, heute sitzt er gleich wirklich am Hefen. Ja. Aber das war ja interessant, zum Beispiel mal festzustellen, wie lange dauert es, bis überhaupt einmal wer die anredet oder was. Also jetzt liegst du da mit dem Spitzendeckchen um dein allerwertestes Wamperl gelegt und darunter. Und du liegst dort mitten auf der Köllergassen drin, Eibestal. Und jetzt kommt der erste Sichte, nicht? Es ist so wie ich die Herrschaften da einschätze. Der erste Berlin Schädel wahrscheinlich und geht aber weiter. Die sind ja Wahnsinn. Der Trottel. Und der Depperte. Das Ganze wird wahrscheinlich gehen bis 9, bis 10 dafür, da habe ich dann schon Sonnenbrand auf der Glotzen. Weil wir noch immer keiner angeredet hat. Die Autos fahren immer noch am Bogen um mich. Du schätzt die Leute schon falsch ein. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es dauert, bis einer kommt. Hallo! Aber gut, und andere Und der Seite. Martin fährt der Nachbar, Faber Kögel Martin, der erste. Hallo, was ist mit dir? Ja, aber das war das Interessante, zum Beispiel die andere Seite. Wie würden wir reagieren? Jetzt gehst du, sag mal, du gehst gerade heim. Ich würde verschämt vorbeischauen und sagen, ich freue mich vor. Nein, das meine ich. Das meine ich. Und du kannst ewig liegen. Ja, ganz ehrlich, aber ja, ist so. Ja. Du kannst ja sagen, jetzt, ich hätte einen
einen persischen Teetisch da haben. Da könnten sie das Kopferl ein bisschen hochlagern. Es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass ich in Zukunft sagen muss, ich hatte einen persischen Teetisch, weil ich glaube, der Schweiß ist eingezogen des Fußes in das Rosenholz für immer. Du hast ja zwei. Das Das ist der Rosa, Untertisch ist das. was heißt das Rosa? Das ist umgekehrt ist es. Meine Haxen fallen jetzt sicher 2 Monate lang nach Rosenholz. Glaube ich nicht. Vielleicht noch Rosenöl könnte es sein, ja, aber es kommt nicht vom Rosenholz, es kommt vom Rosentee. Wie auch immer, wir wollen also da, beim Ding ist, das wäre schon interessant. Eine Studie, ein Kunst, wie sagt man nicht, ein Projekt, wie sagt man da? Installation? Installation, Sagt nein, man, nicht eigentlich. Nein, ein Kunstprojekt. es könnte sogar funktionieren. Im Weinviertel wird manches gesponsert. Ja, das schon, aber da müsste man ja vorerst. Paula-Schießen aller Hubraumklassen, betrinkt euch! Der Franz Brandwein, das gefällt mir. Weil Prinzendorf ist nicht weit von hier zum Beispiel. Nicht? Das stimmt, da können wir ein Schüttbild machen. Also was im Prinzendorf das Schüttbild war, Man dreh dich einmal um. naja, das ist okay. Aber was im Prinzendorf das Schüttbild war bei uns in Eibestal einfach nur Spiebernes. Naja, das ist halt der Zugang. Wäre einen Versuch wert, ja. Wollen wir aber nicht zu viel verraten, nicht? Eine Pizza nach der anderen oder so. Weißt du, das ist Da muss man das merken. Paula-Schießen aller Hubraumklassen, betrinkt euch! Der Inspektor Parkorni ist ein Namensvetter. Ich habe jetzt in die Hapfen Leiband was Geschmeidig in die Horizontale. Markus Bristonik, für die gut. Markus Pfiat, Schön, dass er dabei servus. war, danke dafür mal. Raphael Hellmeier, ja. Der Joe Zwing, Joe Zawinol meinst du? Ja, gehört. Der Großösterreich absolut. Absolut. Ja. Also wie gesagt, wir arbeiten da an einem Kunstprojekt, wir sind uns noch nicht sicher, wie wir es anlegen, aber eins ist sicher, wir werden es nicht live. Jetzt Kunstprojekt, die live gespritzte Fassade in Eibestal. So, ja, irgendwas. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran jetzt, aber meine Herrschaften sagen wir, pfiat euch gut. Schön, dass wir wieder miteinander das war plaudern wunderbar durften. wieder mit euch. Patrick, danke für die Einladung. Der Linse noch mein herzlichsten Dank Jederzeit für die gerne. Verpflegung. Machen wir sicher wieder. Machen wir sicher wieder in Bälde. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute ist es das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken, haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Ja, sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir rieben meinen letzten Viertelsitz, denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben wir gesungen, Post und gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Ballett, bitte, Professor. Wer wird der Vorschlag? Ein allerletztes Viertel.
war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Danke euch vielmals. Viert euch, Baba. Geht euch gut. Menschen, Menschen, Samarone, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der